Wer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet? Wer war Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du nicht so gefallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut! Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleich dich halt einmal ha. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht ins Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung? Hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durch, das so gegen Kibis ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig Brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Geht da was?
Einen wunderschönen Freitagabend, meine Freunde der Sonne. Boah, du lebt mir mal, du hast Feiertag und hast einen Frosch in den Hals. Komisch. Guten Abend, Mr. Cartman, Mr. Price, Mrs. Wifey, Mr. Panzerknacker, Mr. Sam Cromite und der Mr. King of Barbecue. Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Wie schaut's aus? Alles fit bei euch? Haben wir einen Feiertag gut überstanden? Leck! Dabats 1 Sachsen die D4 MP Federe Sen Madu bei de besten Racer der Welt? RIP Mr. Headphone User. Scheiße ist der Alert laut. Den muss ich noch oberregeln. Nächstes Mal. Selbstspieler Habitäre, merci dir für deinen Resub im 5. Monat. Sind wir da bei den besten Racer der Welt? Wenn du das von hinten betrachtest, ja. Dann sag jetzt einfach einmal frech ja. Schauen wir mal. Ja, wir haben ja nur zur Gaudi da. Bei uns geht es ja quasi um nichts. Die Banane, die kannst du später so und anders tun aus deiner Obstschale. Völlig wurscht. Merci dir für deine 5 Monate. Vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen in der Party Gang. Mescalin, Habitäre. Grüß dich Gott. Ja, sorry, der Alert ist wirklich ein bisschen sehr laut. Das hat jetzt schon... Oh, ich muss das abregen, ich kriege einen kompletten Vollvogel. Das ist so laut, da sagt die Tussi nicht mehr etwas. Moment, das muss ich oberregeln. Warum ist denn der so laut? Da haben wir... Bearbeiten. Jetzt ist aber der gerade auf 50%. Heilige Scheiße. Ja, dann gehen wir halt nochmal runter. Das wird ihm schon hoffentlich passen. Panzerknacker, merci dir für deinen Resub im 7. Monat. Jetzt hätte ich... Das ohne Text. Merci dir. Auch an dich weiterhin willkommen in der Party Gang. Ich hoffe, bei dir ist alles fit soweit. Ich spoilert mal, dass wer gewinnt. Ja, irgendwer gewinnt dabei. Das ist wie ist der letzte ist der erste Verlierer und der erste ist der letzte Verlierer. Irgendwie so. Keine Ahnung. Also, Gewinner tust du dabei, so wenn es nur Erfahrung ist. Jetzt sind meine Nachbarn auch wieder wach. Ja, Scusi, ey, ohne Scheiß, der Alert, der ist quasi schon auf 50%, nur auf 50% und jetzt habe ich noch mal um die Hälfte, aber da keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der gerade so laut ist. To finish first, you have to finish first. Es hat ein weiser Mann einmal so gesprochen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Heute habt ihr die Scheiß letzter zu mir. Ja, jetzt kann auch sein, ohne Scheiß, ich hab bestimmt schon ein halbes Jahr nicht mehr Mario Kart gespielt. Also ich werde halt auch nicht unbedingt mit Pro-Gaming glänzen. Das kann er dann schon mal versichern. Der zweite ist der erste Verlierer, ja genau. Haben wir schon Öl gefunden? Nein, aber Benzin. Das ist Rohöl und das Zeit. Schierer Habitäre. Bei dir ist es flauschig schön. Das freut mich, Panzerknacker. Schön, dich wieder zu sehen oder wieder mal zu sehen und zu lesen. Schön, schön. Nein, ich freue mich auf den Mario Kart Abend heute tatsächlich. Ohne Scheiß. Aber jetzt habe ich mich jetzt eigentlich die ganze Woche über drauf schon gefreut. Also mal wieder was miteinander zocken können. Ich weiß, das habe ich schon vor Wochen einmal angekündigt gehabt, dass wir das mal wieder machen und jetzt passt es einfach irgendwie, glaube ich, auch perfekt. So nach dem Horror-Oktober, wenn man so will. Ich glaube, es wird eine ganz flauschige Geschichte, wenn es mich fragt. So wie die vergangenen Male auch. So ist es, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Ja genau, es ist wie im Tennis. Ich genieße das heute ausnahmsweise von der Tribüne aus. Zuschauer sind gern gesehen und Mitspieler natürlich auch sehr gerne gesehen. Also jeder, der wo eine Switch hat und Mario Kart, ihr seid alle herzlich eingeladen mitzuspielen. Na, gern, wenn wer mag, auch im Discord-Voice, können wir alles miteinander vereinbaren, sagen wir mal. 1 Ton. Sei, danke dir für deinen Raid. Grüß Gott, hab ich die Ehre. Price, hab ich die Ehre. Der Anton Raid. Der GSC Hoops ist da. Ja, super. Ja, toll. Jetzt haben wir quasi, das ist quasi jetzt der McDouble Hoops, oder wie sage ich das? Sei, merci dir. Wie war's, Headshots verteilen noch? Ich war halt eigentlich im Dauerlurk. Bei dir, ohne Scheiß, ich bin so in der Monster Hunter Wilds Sucht versunken, in der Beta halt. Morgen habe ich nicht allzu viel Zeit zum Zocken, aber Sonntag werde ich auch noch mal richtig hart reinsuchteln. Wenn ihr mich fragt.
Leute, wer ihn sein noch nicht kennt, und das war der Schande, wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut mal auf seinen Twitch-Kanal vorbei, lasst ihm mal ein Following da. Streamt ab und zu einmal. Momentan ist er mehr bei den anderen Streamer unterwegs, weil er einfach keinen Content verpassen möchte, ein Mann. Aber trotzdem lasst ihm ein bisschen Liebe da, ist aus Österreich. Also, wenn ich ihn sein noch erklären muss, dann habt ihr irgendwas gewaltig versammelt die letzten 3,5 Jahre. Ne? Also, gern da drauf schauen. Ich muss selber mal einen Shoutout machen, tatsächlich. Ich glaube, dass das so geht. Ja, perfekt, easy. Also gerne an sei einmal auschecken und aufs Herz halt drucken, okay? Schwitzig, wir wollten mitfahren, habe ich gehört. Jederzeit gern. Jederzeit gerne. Ja gut, bei dir, du kehrst quasi schon zum Stamminventar. Ich bin jetzt mal ganz schwer davon ausgegangen, dass du heute sowieso mitfährst. Beziehungsweise wegen Arbeitslosen nicht können. Ja, ist auch verständlich. Aber die Werbung ist raus. Die machen wir gern. Die Werbung. Die machen wir gern. Gut, ansonsten, Leute, wie ist euer Feiertag verlaufen? Ich hoffe, bei euch ist alles zauberhaft. Ich weiß gar nicht, ist in Österreich heute eigentlich ein Feiertag? Ich habe keine Ahnung. Es ist wie der Hamilton und der Alonso in der Formel 1. Jetzt ist nur die Frage, wer bin ich? Und sei merci für deine Sim. Freilich sind in Österreich ein Feiertag. Sehr gut. Zauberhaft. Ich kenne mich da aber nicht aus. Das ist ja das. Was? Also, da sei da einer gerätscht, okay? Wir wollten auch, aber zu kaputt, die Zwergerl haben uns aufgehaxt. Die Zwergerl? Achso, die quasi Nichte, etc. Das weißt du, ja. Ja, ich hab mir schon gedacht. Weil das kannst eigentlich auch nur du gewesen sein. Na, bei uns ist es eigentlich halt recht entspannt gelaufen. Also, ich war ungefähr gefühlt, von diesen 12 Stunden Tageslicht war ich 9 Stunden in Monster Hunter Wilds. Dann war ich eine halbe Stunde auf dem Grab. Und vorher noch ungefähr 1,5 Stunden in der Wohnung, weil ich was gegessen habe und mit meiner Freundin noch ein bisschen Zeit verbracht habe, bei der halt ihre Schwester da ist tatsächlich. Genau. Und ansonsten gibt's bei mir eigentlich halt nichts Spannendes zu berichten tatsächlich. Und die letzten Tage eigentlich auch nicht. Ab heute haben wir halt offiziell Kurzarbeit in der Firma. Ne? Ich weiß zwar nicht, was der 1.11. für einen Sinn macht, weil das eher ein Feiertag ist. Aber ansonsten ab heute quasi ist offiziell bei uns in der Firma Kurzarbeit angemeldet. Ne? Wir haben Tageslicht gehabt. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gemerkt, wenn ich nicht eine halbe Stunde draußen gewesen war oder eine Stunde tatsächlich. Aber den Tag heute, den haben wir einfach mal gegönnt. Sogar Frau Barzig hat gesagt, gönn dir mal einen Zockertag. Ja, und dann habe ich natürlich nicht mehr nachgesagt. Dann habe ich halt heute gezockt. Muss halt auch mal sein. So. Na, das mit den Gräber gebe ich mir nicht. Auf das Sehen und Gesehen werden habe ich keinen Bock. Ja, ich wollte eigentlich auch nicht, aber einmal im Jahr kann ich meine Großeltern ein bisschen intensiver gedenken, weil ich hab an meine Großeltern gehängt und ja, so einmal im Jahr, da für eine halbe Stunde, da bringe ich mir jetzt einen Zahn auch nicht aus. So, deswegen. Wegen Abrechnungszeit, schätze ich mir, ja, wahrscheinlich irgendwie so einen Hintergrund wird das haben. Vermute ich auch. Ich hab Surtbradl mit Knädel gemacht und Streams geschaut. Das hört sich auch nach einem sehr vernünftigen Feiertag an. Surtbradl. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich morgen 2 Burger esse. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Irgendwie beschleicht mich da was. Das Fitnessstudio zehrt an meinen Kalorien. Ich bin wieder aktiv, Freunde der Sonne. Ich war 2-mal in dieser Woche. Ne? Ich war am Dienstag. Nein, am Montag. Am Montag war ich. Und am gestern, Donnerstag, genau. Ich war jetzt 2 Tage im Fitnessstudio. Ey, ich bin wieder so drin. Ich schwör's euch bei Gott. Ohne Scheiße, wenn ich so jetzt durchziehe, dann habe ich wahrscheinlich noch Bock, ein drittes Mal in der Woche zum Gehen. Und dann schaue ich in 3 Monaten wahrscheinlich wieder aus wie aufgespritzt. Keine Ahnung. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich hab auf alle Fälle wieder Bock ins Fitnessstudio zu gehen, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Am Anfang war man also unsicher, soll ich mich jetzt wirklich ummelden oder nicht. Aber ich bin wieder addicted, tatsächlich. Ne? Wenn es nicht mehr kostet, warum nicht? Es ist sogar billiger wie vorher. Also früher beim alten Besitzer so, habe ich 42 Euro gezahlt und jetzt zahle ich 35. Und wenn ich 2 Leute anwerbe, immer wenn ich 2 Leute anwerbe, kriege ich es dauerhaft um 5 Euro billiger bis maximal 20 Euro pro Monat.
Einen, glaube ich, habe ich theoretisch, der wahrscheinlich mitgehen will, weil er was auch für sein Kreuz tun muss. Und dann muss ich noch irgendwann anfordern. Aber mal schauen, ob ich da noch einen irgendwie unterbringe. So, auf die Art. Mal schauen. Naja. Aber ansonsten, mal schauen, morgen steht tatsächlich nur Reifenwechsel noch im Vormittag. Muss bei der Frau Bazi und bei meinen Eltern Reifen wechseln. Und Nachmittag bin ich dann unterwegs. Beziehungsweise auch abends. Und am Sonntag habe ich nachmittags eigentlich nur Tennistraining, aber ansonsten werde ich wahrscheinlich auch wieder nur in Monster Hunter Wilds versumpfen. Beziehungsweise halt auch mal was mit Frau Bazi unternehmen. Mal gucken. Aber dann ist schon das Wochenende wieder um. Ich hab zwar Montag und Dienstag auch noch frei und vermutlich werde ich nächste Woche auch nur Mittwoch arbeiten müssen. Aber mal schauen. Mr. Billinger! D4MP Federe Beinand, wie geht's eng? Mr. Billinger, habe ich dir. Merci dir für dein Visa. Im 29. Monat. Danke dir. Uns geht's soweit gut. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Vielen Dank für deinen Support und weiterhin willkommen in der Basis. Ich hoffe, bei dir ist auch alles fit. Dankeschön. Im Gym muss man sich körperlich ertüchtigen. Da habe ich lieber zu enge Unterhosen. Ja, aber das körperlich ertüchtigen, das ist jetzt schon wieder, weißt du, das ist schon wieder so versaut behaftet, wenn du mich fragst. Hey, leck, ohne Scheiß. Damals habe ich ja nie Beine trainiert, weil ich mir immer gedacht habe, hey, ich spiele Tennis, da trainiere ich fürs Jahr genügend. Ohne Scheiß, ich bin am Donnerstag, also gestern, auf die Beinpresse gegangen. Ey, mir hat's die Soße aus dem Leib gedrückt, ich kann es eigentlich nichts vorstellen. Ich war fix und fertig. Bevor die Frage kommt, ja, ich habe heute in der Früh aufs Klo gegangen. Ne? So schlimm war's nicht. Aber heilige Scheiße, da druckt's der Soße aus, dass du sagst, gibt's das. Das habe ich absolut so nicht kommen sehen. Aber es fühlt sich dann noch ziemlich heftig an. Das heißt, ich werde es weiter betreiben, so an und für sich. Möchtest du Reifen? Sommerreifen oder Winterreifen? Ich bin reifentechnisch schon versorgt, tatsächlich. Das Ding ist jetzt nur, ich habe mir quasi beim Kauf von meinem Cupra hab ich quasi 8 Reifen gekriegt, aber nur 4 Fängen. Jetzt habe ich mir Zubehörfängen gekauft von Real, 19 Zoll, dass ich halt quasi nicht über die Ohrfängen umwuchten muss, so. Und meine Reifen werden dann tatsächlich erst nächste Woche vor Ort gewechselt. Nicht, weil ich es nicht selber kann, sondern einfach, weil ich es nicht selber umwuchten kann. Beziehungsweise ummontieren kann. Jetzt machen die das ausnahmsweise heuer für mich gegen Aufpreis. Und ja, dann ist die Sache erledigt. Und dann haben alle 3 Autos, also das von der Main, das von meinen Eltern und meine Karre, sind dann quasi unter. Dann ist es für diesen Winter auch erledigt tatsächlich. Supermarktmitarbeiter müssten im Obstregal auch auf die Sprenge Habitiere. True. Mit wie viel Kilos? Wie mit wie viel Kilos? Was meinst du jetzt mit wie viel Kilos, Mescalin? Achso, beim Gewicht. Was habe ich gehabt? Ich glaube, ich müsste jetzt liegen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 65 oder 85 waren. Ich kann das leider nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde berichten, wenn ich ja nächste Woche wieder ins Studio gehe. Normalerweise gehe ich am Dienstag wieder. Mal schauen. Oder Montag. Je nachdem, wie es mir am Sonntag noch im Tennis geht. Aufs Klo ist ja nicht das Thema, sondern als wieder aufsteht er noch. Ja, das geht eigentlich. Es ist tatsächlich gegangen. Muss ich wirklich, generell muss ich wirklich sagen, ich habe ja eigentlich den Muskelkater des Obergrauens erwartet gehabt, weil ich wirklich 1,5 Jahre nicht mehr im Fitnessstudio war und das halt einfach eine andere Belastung ist für die Muskeln. Und da habe ich eigentlich auch erst gedacht, ich bringe Braten beim Duschen nicht mehr in den Tee. Aber es war echt nicht aus. Es war wirklich nicht dramatisch. Gut, liegt vielleicht daran, dass ich mir danach 60 Gramm Eiweißshake hinter die Pfiffe habe. Das wird wahrscheinlich sein Übriges getan haben. Aber es war in Ordnung. Also, ich habe schon schlimmere Muskelkater gehabt, sagen wir es so. Montier- und Wuchtmaschinen hat nicht jeder daheim. Ich hab tatsächlich im Dorf einen Spätzl, der wo eine hat, aber der macht nichts für andere, weil er halt sagt, wenn der Fan kaputt ist, dann ist er beim Teufel. So. Kann ich verstehen. Aber das ist jetzt einmal, weißt, ich muss jetzt einmal diese Reifen ummontieren lassen. Oder umwuchten lassen. Werde mir jetzt auch nicht unbedingt den Zehen anfallen lassen davon. Weißt du schon? Na gut, Leute, haben wir Bock auf Mario Kart? Ich war noch nicht so ganz genau, wie lange wir halt streamen. Wahrscheinlich, ich peile jetzt mal viel über 9,5 10 Jahre. Ich denke, das passt. Mal schauen, vielleicht machen wir auch länger, je nachdem, wie es uns gefreut.
beziehungsweise wie viel Leute, dass wir dann letztendlich haben. Also hier nochmal der Aufruf, jeder, der Bock hat mitzuspielen, einfach mir eine Freundschaftsanfrage auf der Switch schicken, wer es noch nicht da hat, mit Ausrufezeichen FC, da kriegt es meinen Freundescode dann. Und dann joint's einfach, wenn es mögt, meinem Discord, dann können wir uns im Voice zusammenhocken, können wir uns gegenseitig ein bisschen aufflamen, wenn es pressiert. Also es ist, wie gesagt, jeder herzlich willkommen zum Mitspielen, jeder, der wo da die Möglichkeit hat, darf das gerne tun. Und dann schauen wir einfach mal, was das da halt für eine Fetzerei wird, hätte ich fast gesagt. Okay, ich müsste halt noch am Training wahrscheinlich in Magnesium baden. Oder in einer Salzlösung. Salz bringt dafür Muskeln tatsächlich mehr als Magnesium teilweise. Ja, nicht immer, aber Salz hilft tatsächlich auch. Ja. Gut. Franzbräunwein? Ja, der hilft, dass der Muskel warm wird. Im Endeffekt. Ist leider noch nicht geschafft, bei Wii U zum Verkaufen, sorry. Du musst ja jetzt zwecks mir. Warum jetzt ein Widescreen? Aha. Du musst ja zwecks mir jetzt kein Switch nicht kaufen. Ich meine, es hat ein paar so Verrückte gegeben, die das getan haben tatsächlich. Aber macht er da keinen Stress. Alles gut. Freunde, Mitspieler. Wie gesagt, ich hab jetzt mit Sicherheit ein halbes oder wenn nicht sogar ein ganzes Jahr nicht mehr Mario Kart gespielt. Also das wird dauern, bis ich da wieder drin bin. So, habe ich dir das ein. Buenos Dias. So, der Headshot-König. Naja, aber na. Mein Online-Account rennt gerade nicht und ich möchte ihn aber auch nicht aktivieren, weil ich das drum dann sicher wieder monatelang nicht angelangt. Verständlich. Aber ist auch kein Thema, nicht? Hallo, hast du noch nie Fotos von Buenos gemacht? Boah. Ja, das ist Sprengi ist wieder in Feierlaune heute, sag ich schon. Der ist in Topform. Der ist in Topform. Sei übersteuert komplett. Dann machen wir halt leiser. So, noch mal sei. Hallo Press, ich bin der Sei. Oder der Press, wie manche sagen. Ich hoffe, ich überstehe jetzt nicht mehr. Ja. Warte mal, vielleicht bist du in Discord. Ah ja, du bist auf 200%. Ja, das macht Sinn. Ja. Macht auf alle Fälle Sinn. Jetzt müsste es aber passen. Hoffentlich. Topform? Der Sepp ist aber auch nicht anders. Sepp und der Sprenge, die müssen. Ohne Scheiß, ich da dann Sepp und den Sprenge gerne mal in ein Wortgefecht quasi vom Sprüche klopfen irgendwie. Ja, anhören mengen. So in Discord, wo es einfach nur die 2 Stunden dazu hocken und zuhören, was sie die zum Sagen haben. Das ist Podcast. Ja. Oder jetzt kommt sicher irgendein Wortwitz mit Podcast. Klopfsprüche und erst Erstsprüche. Ist jetzt nur die Frage, wer trifft zuerst den Kopf? Der war King of Barbecue, habe ich schon gesehen, der ist gerade online gegangen. Der Sprengspieler-Cast. Tu es! Sprengspieler-Cast wann? Glaubt, das glaube ich war ein Erfolgsrezept. Aber nur auf Twitch. Ja, sicher. Fang's bitte nicht auf TikTok an. Oder auf Spotify. Ja, Spotify war auch noch in Ordnung. Weil Spotify gefühlt ja jeder. Na, aber wir brauchen Bild dazu. Ja, gut, okay. Exklusiv auf MySpace. Macht es halt auf ICQ. Hallo?
Wenn dann brauchen wir schon die absolut großen Plattformen, wo es weitergeht. Sie streamen auf Lovo. Oder Lavu, oh, lecker. Stimmt, es gibt auf der Switch auch kurze Abos. 3 Monats, glaube ich, oder 2 Monate Abos. Die war automatisch anrennend. Jetzt kennt man's auf. Die alten Kamellen. Ah ja, bloß auf. Es ist einfach nur eine Tatsache, dass man alt wird. Das ist brutal. Mhm. Es ist aber auch so unfair, weil die Zeit einfach so gnadenlos schnell vergeht. Also. Das ist mit rum. Dann sag ich einen Chat besser. Ich bin ja schon gespannt, wenn ich morgen Abend irgendwann heimkomme, dann werde ich wahrscheinlich am Sonntag wieder komplett gelähmt sein, weil es so spät wird. Also jedes Jahr kennst. Ah, da kommt ja einer. Der schaut aber aus wie der Price. Schon fast. Sagt der Schichtler. Ja, ich muss am Samstagabend auch nicht arbeiten. Bis 18 kannst du es nicht erwarten, dass du einen Führerschein kriegst. Kaum hast du, zack, bist du über 30. Ja, genau so läuft's. Genau so läuft's. So und nicht anders. Es ist nicht so, als hätte man es eigentlich nicht gesagt. Ja, ist schon gut, Mama. Ich weiß schon, dass du es uns gesagt hast. Aber weißt du, die Jungen glauben da aber nichts. Ja gut, fahren wir uns einmal eine Runde rein. Wie schaut's denn aus? Machen wir auf entspannt. Mit Computer. Aber das. Mein E-Shop ist langsamer als was. Wo ist der E-Shop? Ja. Wenn auch schon welche Dinge das gibt, aber. Okay, wow. In dem Zufall. Jetzt fangen wir einfach einmal an und dann sehen wir schon, wer irgendwie, glaub, nicht dass Toshi und Tanuta, die haben auch gesagt, dass sie mitfahren. Mal schauen. Der Kutzelfuß? Den habe ich noch gar nicht gelesen. Der war kurz bei mir mal, ja. Ja, genau. Aber sonst. Der Lust ja Mario Kart normalerweise auch nicht, denke ich. Normalerweise. Weil wer hat jetzt letztens von der Regenbogenstrecke gehabt? Ist das Zufall, dass wir jetzt auch gerade die erste Strecke auf der Regenbogenstrecke haben? Pokémon Master, merci für die Folgen. Boah, leck, Alter. Bist du auch Rusty? Aber sowas von. Leck mich am. Wie lange bist du nicht mehr gefahren? Das letzte Mal, wo wir gemeinsam gefahren sind. Also auch vor einem Jahr. Circa, ja. Ah, das ist ja quasi dann direkt einmal gut für alle, dass heute einmal wer anders Erster wird wie du. Das ist ja mal richtig gut für uns. Nur die Frage wäre, von wem ist die blaue gekommen? Au. Ich muss mir erst einmal wieder mit dem Handling zurechtfinden. Boah, leck, Alter.
Sabi, komm her. Oh, So, wenigstens der zweite Mann. Sabi, danke dir für deinen Raid. Willkommen. Habe dir die Price, habe dir die sympathischer Typ, habe dir die Sabi, habe dir die Beiti, Dominated habe dir einen wunderschönen guten Abend. Wie war bei euch die Headshot-Verteilerei? Ich hoffe doch zauberhaft. Also jetzt bin ich 3 Meter. Ja, besser 3 Wifis wie eine. Oder wie keine. Oder wie auch immer. Du hast Jutsu der Schattendoppelgänger gekonnt angewendet, da ich behaupten. Mehr Views, mehr gut. Der Sepp hat's absolut erfasst. Ne? Mehr Zuschauer, immer mehr gut. War sehr lustig. Das gefreut mich. Schön. Schön, dass du hat's. Ihr seid natürlich auch sehr herzlichst eingeladen, Mario Kart mitzufahren. Ne? Bei uns geht's natürlich um nichts. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund tatsächlich. Also wer Bock hat und eine Switch hat und die Möglichkeit dazu hat, einfach mitfetzen. Oh Gott, die streckt die ja schon. Die Frage ist, warum ich jetzt Abkürzung nicht mehr, aber okay. gibt's Abkürzung? Ja, was heißt Abkürzung? Ich hätte einfach durchs Kiesfeld durchfahren können. Wenn's glaubst du triffst endlich wenn mit dem roten Panzer, zack, kommt der Blitz daher. Ja, das haben wir jetzt hier auch gerade gedacht, weil ich hab meinen abgeschossen und dann. Alter! Sag das. Okay. Okay. Stabile Geschichte. Spur ist gescheit leise. Spur ist gescheit leise. Ich war schon ganz aufgeregt. Wait a minute. Bei so haben wir da jetzt hätte mit der Maus die Strecken auswählen wollen. Das müsste jetzt besser sein. Passt schon, Cartman, danke dir für den Lurk. Wie es geht um nichts, dachte ich, kann ich jetzt 500.000 Euro gewinnen. Nein, aber du kannst es verlieren. Du findest die Vespa cool? Ja, ist tatsächlich ja eine von den besseren Gefährten, wenn man so will. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was Mario Kart Meta ist, an und für sich, weil ich mich halt damit null befasse. Aber an und für sich ist die Vespa... Ja. Ein guter Mittelweg. Ja.
Gut, der Barbecue fährt mit einem Teddybär durch die Gegend. Das sei halt einfach gnadenlos 3 Rote. Nein. Ne? Scheiße. Der gute alte seitliche Kuss mit den Bananen. Oh, eine für den Blauer. Ah, schade. Da wollte ich nur was probieren. Boah, ich hab am Barbecue so ehrenlos weggesniped, heilige Scheiße. Scheiß Blitz. Au. Ah, lol, der sei vor mir wird schneller größer wie ich hinter ihm. Ah, weil es vom Zeitpunkt vom Blitz her geht. Ach so. Ah, ich schaffe nicht mehr. ...150 Kubik muss die prima werden. Ja, alles unter 150 Kubik ist, das ist ja Vorrat, quasi. Immerhin gewinnen die Bots nicht. Ja, das wird wahrscheinlich eher schwierig werden heute. Wenn wir weiterhin zu dritt haben, wird das wahrscheinlich ein schwieriges Unterfangen. Starship habe ich dere. Also der Ton vom Spiel, der passt jetzt laut Stärke technisch, hoffentlich, oder? Sorry, spät. Ja, du, ist gut, wir haben noch länger da. Jetzt weiß ich nicht, ob du eine Switch hast, aber wenn ja, dann fühlen sie sich eingeladen. Jetzt passt er perfekt. Okay, perfekt. Das ist zauberhaft. Starst du ja keine Switch? Mein Gott, na. Ein Daumenfinger. Boah, liegt die Kräne so hundsgemein. Wow! Das war mir ganz zu knapp, was ist. Hey, muss mein Rot jetzt hinkommen? Frechheit. Oh. Oh, Alter, in 5 Sekunden früher kann er gewinnen. Ja, bitte eine Geschichte. Oder das ist bewährt. Als erster kriegst du Bomben. Das ist Schiebung, sagt der ich. Ja, okay, am Münzen oder Banane ist okay. Was ist mit der Roten? Ist die Psuffer oder was? Weil jetzt die zweite war, die einfach vorbeifliegt. Die Rote war deswegen super, weil ich super war, weil ich mich nämlich komplett verleckt habe. Ja, die scheiß Schwammerl, Alter. Schau ja aus, wie wenn ihr Suppenmeer hätte oder was? Das ist ja Wahnsinn.
Oh, leck. Au. Oh, los mit! Oh, leck. So, du bist jetzt schneller draus als ich. Genau. Also, wenn du noch mal unbedingt Schwammerl oder sowas kriegst. Zwar mit 10 Sekunden Zeitstrafe, wie letztes F1-Rennen wo? Walleck, stell dir mal, für Mario Kart gab es noch Zeitstrafen. Jetzt mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, versehentlich den anderen Mitfahrer berührst, weil das ist ja in der Formel 1 auch bei so einer Sache, ne? Da muss ich jetzt aber einen kleinen Funfact geben. Im Mario Kart 64, wenn du ein Yoshi oder ein Toad gegen Bowser, Donkey Kong oder Mario angefahren sind, hat sich geschleudert. Das war, glaube ich, bei dem Mario Kart für Super Nintendo, wenn du keine Münzencode hast und du bist gegen einen schwachen Charakter gefahren, hat es dich, glaube ich, auch geschleudert. Aber ich bin mir nicht mehr. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Das kann sein, das hab ich leider nicht gespielt. Aber beim Nintendo 64 war es 100%ig. Weil du fährst meistens als Yoshi oder Toad, weil die ja gutes Handling haben. Und vor dir steht meistens entweder der Bowser oder der Donkey Kong. Okay. Da, Ja, aber da machst du einen Blitzstart. Gratulation. Du hast genau gegen einen schwachen Charakter. Aber wenn ich mal überlege, also ich habe jetzt halt vor einem halben Jahr oder so einfach der Gaudi halber mal wieder versucht, das Mario Kart auf der Super Nintendo zu spielen. Es ist unfassbar, wie schwer das im Vergleich zu einem heutigen Mario Kart ist. Oh ja. Das hat man damals gar nicht so wahrgenommen. Also damals als Kind bin ich mit der 150 Kubikklasse durch die Gegend gefahren. Und heute, also das ist ja brutal, ich war mit der 100er Kubikklasse schon überfordert teilweise. Ja. Vor allem dann die Gegenschwierigkeit war da Ja, komplett anders. bei den gegnerischen Karts haben immer irgendwelche Items gehabt, da wo die halt anschießen am Kino oder sowas. Oder mit Bananen. Ich weiß auch beim Super Nintendo, der Mario und der Luigi, denen einer Waffen war immer ein Stern. Immer. Also egal wann die hinter dir waren, die haben immer einen Stern aktiviert. Und wenn du von hinten zu nah an sie angekommen bist, haben sie auch einen Stern aktiviert. Und der Stern war ja damals noch völlig overpowered. Da bist du ja nicht nur unverwundbar gewesen, sondern auch deutlich schneller. Das stimmt allerdings. So, Yassi, wo? Der Clip wird einmal in die Analen reingehen, auch wenn ich mich nicht mehr stream. Der ist aber für das zu legendär. Ja, Mario Kart hat schon für so ein paar Lacher gesorgt, definitiv. Oh ja. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass mich der safe trifft. Aber okay, das ist fein, nehme ich mit. Oh, ja, hat sie wieder 3 jetzt da, oder was? Ja. Ja, super, Ingo. Da fährst du einen Vorsprung aus und dann kommen sie daher mit 3 Bonzer. Perfekt. Ja, und blaue kommt auch noch, ja, perfekt. Das ist ja schon wieder gescriptet da drin, ich seh's schon. Ja, und du hast die Bomben als erster. Digga, da muss ich schon wieder Nosenblüten. Also da fährst flawless und dann sagt KI einfach, okay, dann zeige ich mir jetzt als erster Bomben und 3 Rote hinterher. Also so kann man natürlich auch eines Sieges beraubt werden. Da warten wir wieder. Wo Reglement von der Formel 1? Ja, und natürlich kriege ich dann einen Blitz auch noch reingeschrieben, das ist ja sicher.
bei dieser Formel 1. Ja. Ich stelle mir gerade Mario Kart mit der Physics Engine von Beam NG Drive vor. Absolute Katastrophe. Das kenne ich tatsächlich nicht, Sepp. Das kenne ich tatsächlich nicht. Der was für Wi-Fi. Wi-Fi brauchen wir, ne? Brauchen wir natürlich eine entsprechende Strecke. Passend zum gestrigen Tag. Ja, genau, stimmt. Ist aber, ist aber auch tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen heuer. Halloween. Ja, weißt du, tu das. Ach, das ist eine neue, gell? Von DC ist das eine, ja. Aber ist es auch eine von der Nintendo Wii. Okay. Müsste der Kupferpass sein. Oder hast du so zumindest. Ja, okay, da werde ich kein Blech mit aufnehmen, weil die Strecke ist für mich absolut unbekannt. Im weitesten Sinne. Was haben wir jetzt? Jesus Maria. Ja, natürlich fliegt es müde über den Haufen. Das sei schon wieder über alle Berge oder was? Ja. Aber ich kenne die Strecke halt einfach gar nicht. Gell? Also wirklich so gar nicht. Mir wurde so, dass von Mario Kart 7 eigentlich kein Strecke-Remake geworden ist. Im Zimmer? Ja. So wird tatsächlich gar nicht gespielt. Aber beide ist. Ja, perfekt. Leck! Ja, jetzt in der dritten Runde wird es schon waren, aber. Naja. Man hat definitiv einen Vorteil, wenn man die Strecken kennt. Ja, das ist ja. Ich weiß nicht, wir mit den meisten DLC-Streckern einfach null warm. Ich weiß auch nicht. Ah, scheiße, ich will ja. Egal. Ich will ja nicht Cruise Loser wieder auswählen. Wurscht! Ah. Einmal Wiederholung, bitte. Sind die Gegner auf schwer oder mittel eingestellt? Leicht, auf leicht. Auf leicht. Haben wir aber bisher immer so da, wenn wir Computercode haben.
Hat der Barbecue jetzt Items gedodged? Gut, das war jetzt suboptimal, was ich da jetzt gemacht habe, weil es bin automatisch an die Geschenke vorbeigefahren. Hast du vielleicht gerade einen Geist gehabt, oder? Ich? Nein. Okay. Oder das war jetzt ein Blau und ein Roter. Der Rodi war von mir. Der zweite Rote ist da, gell, oder? Nein, das ist der Barbecue hinter mir. Ey, das ist so witzlos. Ihr kriegt immer mindestens 3 Rodi. Ich krieg aber nur einen. Ihr kriegt, also das Sei kriegt auf dem 1 teilweise bisschen Geschenke wie auf 3. Das ist ja Wahnsinn, ich habe jetzt eine Tröte gekriegt und eine Banane. Und wenn ich dann einmal etwas kriege, was mir hilft, dann kommt der Blitz. Ja. Es ist sogar der Bot vor mir. Na toll. Es ist von Item Luck her, der ist ja wirklich ein Witz, aber ich habe das umgekehrt einmal schon gehabt. Ja, ja. Es ist teilweise echt brutal. Ich fahr teilweise nur mit Schwammerl durch Gegend, und wo du denkst, Alter, ich komm kein Meter auf 4, weil entweder ist der Barbecue hinter mir, der mich dann mit Rodi bombardiert, weil der kriegt in der Regel auch meistens 3 Rodi. Und wenn ich dann mit vorn bin, kriege ich lauter Münzen oder halt nur eine Sache, um mich einmal zu verteidigen, aber halt nicht zweimal, weißt du? Also die Zeit, wo ich halt Erster war jetzt bisher, wo ich keine einzige Bomben nicht gesehen. Eine Tröte habe ich einmal gehabt, aber die ist mir quasi vom Geist gestohlen worden. Kurz vorm Ziel. Naja. So, jetzt, ich kriege 3 Bananen und eine Kräne. Das hilft mir halt gar nichts. Okay, weiter, ey, uns versemmeln. Und das stimmt, dass der violette Boost vom Driften stärker als wie ein Schwammerl ist, das glaube ich nämlich auch gleich, weil ich sehe den teilweise. Ja, aber wie soll ich denn noch so 4 gehen? Weil nur Bananen hätte, das ist unglaublich. Der violette Boost, ich glaube schon, dass der stärker ist, weil du fährst 2 Kurven und bist ungefähr eine halbe Strecke vor mir. Bin ich schon wieder ein Schwammerl. Gut, macht auch keinen Unterschied, weil ob ich jetzt 3 Bananen kriege oder nichts, das macht in dem Fall wirklich was aus. Und dann komme ich mit der Tröte. Ja, und jetzt pass auf, was ich jetzt kriege. Ich kann das genau sagen. Banane. Ja, Banane oder Schwammerl, irgendwie sowas. Ja, Boomerang, Schwammerl, kommt's aufs Gleiche.
Das ist so witzlos, oder? Ja, perfekt. Dann fahren wir der Barbecue noch mit dem Stern über den Haufen. Boah, ist er fertig oder was? Direkt auf der Türlinie! Perfekt. Das ist gottlos. Ja, Kümmel, ich hab jetzt so viel scheiß RNG gehabt, also geh weiter, den muss man den als Gunner. Geh weiter, so ehrenlos wie ich jetzt behandelt worden bin in den Cup. Aber direkt auf der Türlinie. Aber cool war's. Das war einfach Dusel, dass das mein Boomerang da drauf hat. Ja, ich hab nur mal hinterher gesehen, der Manuel kommt mit dem Tank, du wie höchstens zweiter oder dritter und bei den zwei ist dann auch schon wurscht. Weil ich sowieso gut 12 Punkte vor euch war. Also Ja, eben, es macht ja keinen Unterschied nicht. es macht nur einen Unterschied, wenn er nicht geworden war. Ja, das war was auch, ja, klar. Aber das war schon gottlos jetzt. Bananen und Schwammerl und Kräne. Da wo du mir denkst, hey, hallo, ich brauch irgendwas zum Vieri-Schießen, das wo mal zielsicher ist und nicht einfach irgendwo random irgendwo hingeht. So ist mir aber beim Mario Kart Turnier zum Beispiel gegangen in Wels. Echt? Ja. Da wo ich mir denke, du bist Vierter, Fünfter und kriegst nur Schwammerl. Einzelne Schwammerl. Ja, aber du kommst, ein Schwammerl hilft halt nichts. Das ist, Na. oder halt nur selten, wenn du eine Strecke hast, bei der Käsepiste, okay, da hilft der Schwammerl schon viel. Aber das war's aber dann auch schon hübsch. Du kannst nicht effektiv nicht Vieri kämpfen. Kann man eigentlich in den Pflanzen da reinfahren? Die kannst du wegschießen. Und dann lässt du das Item droppen. Aber reinfahren darfst du nicht. Na. Oh, warum? Ja, perfekt. Oh, der war gottlos. Sorry, Barbecue. Nein, das war so. Okay, so jetzt aber nichts. Ey, das gibt's ja nicht! Jetzt hat er schon wieder 3! Jetzt fliegen wir, ohne Scheiß. Jetzt zock ich gleich komplett aus der Erinnerung. Das ist irre. Das ist irre. Das ist komplett irre. Ich hab jetzt als Zweiter 3 rote und 3 Schwammerl gekriegt. Was selber kriegst Kräne und Boomerang und irgendeinen Scheißdreck, den du kein Schwein braucht. Und er kriegt 3 rote, 3 Schwammerl, Tourschuhe, das ist irre. Du fährst fehlerlos und gewinnst aber dann trotzdem nicht. Oder fast fehlerlos, so muss man sagen. Error, danke für dein Following. Ja, ich hab jetzt auch gleich einen Error, ohne Witz. Kann man mitspielen? Ja, tatsächlich schon. Aber das ist wieder so typisch, ne? Der erste Cup, den gewinne ich und dann geht gar nichts mehr.
Da ist quasi Streamerlack aufgebraucht. So, jetzt kriege ich aus 2. Münzen. So, wenn der Sai jetzt an meiner Stelle ist, der kriegt 3 Rote aus 2. Ja. Was ich, den hat man aus Haus der Benachteiligung? Boah, leck. So, aus 2. Tröten. So, und wer hat wieder eine Rote? Richtig, der Sai. Na, Oder was ist nicht du? na, Das war der Barbecue. Jetzt habe ich ausnahmsweise mit 3 Rote. Wovon jetzt aber eine. Ja, okay, wovon jetzt 2 abgeben kann, weil eine Rote von hinten kommt. Wieder der Schwammerl. Wieder 2 Schwammerl. So, wie viel Schwammerl kriege ich jetzt wieder? 2 Rote, herzlichen Glückwunsch. Oh, was soll ich denn damit? Wow! Das ist unglaublich, ohne Scheiß. Oh, ich darf am lieber nicht den Stream ausmachen, ehrlich war. Gibt's eine Raum-ID? Nein, glaube ich nicht. Am einfachen tust du die Ausrufezeichen FC mich als Freund hinzufügen und dann kannst du einfach der Freundeslobby joinen, tatsächlich. So tust du am leichtern. Flimmerfoot. Flughafen ist sauber. Fliegen. Pflegen, See, pflegen. Popcorn. Ach, das ist die Toads-Piste da, meine ich, gell? Ja. Ja. Ah, 3 von 3, das Das klar. ist fein. Da kannst du auch voll genug wie ich auch noch mitspielen. Ups, sorry. Das glaube ich war jetzt das erste Mal, dass ich auf dem 2. oder so eine Rode gekriegt habe. Au. Oh! Gut, die Horror haben müssen.
Ey, das ist unglaublich. Das ist so Wahnsinn. Ja, mir fällt jetzt schon langsam nichts mehr ein, weil... Der Blitz. Das ist so elendig. Ich bin abseits der Piste mit dem Schwammerl, wo's kommt, der Blitz und bleib stecken. Gnadenlos. Ja. Oh Mann. Ich möchte kurz die Freunde des Aufruhrs bestätigen. Okay. Was jetzt musst du aber mit das bedenken, der Gutzufluss ist noch nicht da. Oder, Ja. nicht da. Jetzt, wenn der auch noch da war, Alter, dann kann es ohne mich fahren. Ohne Witz. Dann weiß ich nicht. Da ich zu dir sagen, wie viel Stream wieder an, ich haust die um, ich schau zu. Ich gehe auf die Bühne, ich lass mich auswechseln, keine Ahnung, ich gehe unter Duschen oder was. Wegen Ich bin der Unfähigkeit. Pfannenwackler. Ja, genau, wegen Unfähigkeit ausgewechselt. Abnormal viel Blitz. Es ist aber erst so schlimm, seit die DLC-Strecken dazugekommen haben. Das ist abnormal, wo es mittlerweile blaue kommen und wo es Blitze kommen. Also in der Regel kannst du mit mindestens einem blauer und 2 Blitz pro Rennen rechnen. Ich hab schon Rennen gehabt, da habe ich ungelogen 4 Blitze und 3 blaue kassiert. Also zwar offstream, also mit Bots und so. Aber ich finde, seit die DLCs in Mario Kart haben, ist das komplett unbalanced mittlerweile. Das war jetzt ein geiles Timing. Ja. Weil da hab ich dir jetzt einen Schwammer gestohlen. Na, den habe ich aktiviert. Oh, leck! Die trifft voll. Die trifft voll. Die hat volle Kanne getroffen. Ich hab mir nur gedacht, Alter Scheiße. Jetzt spreng mich selber da wieder in die Luft. Was war denn jetzt das? Nimmt der Blitz, wirft mir Banane direkt vor die Piercy. So, wo ist jetzt die wo ist die blaue? Blaue wo? Ja, oder so. Wieder einer. Das ist so irre, hey, ohne Witz. Alter. War knapp, wieder mal. Alter. Ey, sollen wir, ohne Scheiß, sollen wir beim nächsten Rennen Blitze ausschalten, weil das ist schon geistesgestört. Servus, Kattel. Was meinst du? Barbecue? Blitze aus oder an? Ah, ich weiß nicht, 2 oder 3 Blitze pro Rennen ist fast ein wenig too much. Auch geil, wenn du einstellen kannst pro Item, wie oft hast du eigentlich jede Grenze durchgeht. Das stimmt, das war brutal. Du kannst da richtig, du kannst das richtig balanced oder versuchen zum balancen. Also Kattel, wenn du Bock hast, du darfst auch sehr gerne mitspielen. Also jeder, wir so nochmal der Aufruf, wer Bock hat und zufälliger Switch mit Mario Kart hat, darf gern mitdaddeln, tatsächlich. Blitzraten kannst du nicht einstellen. Nein, ich kann nur einstellen, ob das Item eingesetzt, also ob das mit dabei ist oder nicht.
On-Off. On-Off, genau. Jetzt warte mal schnell. Standard individuell. Individuell kannst du das, ja. Ja. Pass auf. Du, jetzt schauen wir einfach mal, ich schalte mir jetzt einfach mal nur einen Blitz aus und schauen mal, was passiert. Kommen wir lauter blau. Ja gut, das haben wir eh schon mal gehabt, gell? Die blaue, die musst du fast drin lassen, weil sonst kann der erste komplett da, was er mehr hat. Ja. Ja, ist gut, Kattel. War nur ein Angebot, tatsächlich. Oh, Baby. Nein, nicht Baby. Nein. Wie heißt das? Partystraße. Partystraße, ja genau. Irgendwas, wollte ich gerade sagen, jetzt wollte ich erst Babystraße sagen, aber... Build and Play. Oh, wir haben ja einen Motor schon. Perfekt weiter. Boah, ich hab jetzt gerade überlegt, ob ich wieder ab überholen soll. Hoppa! Und sei, du hast jetzt Pilze gehabt, oder? Ja. So, ich wollte jetzt gerade sagen, weil jetzt ist der Fahrrad von mir direkt vor mir. So. Boah, leck. Boah, leck, ich glaube, keine Ahnung, wir voll blau, dass wir heute schon erwischt haben, aber definitiv mehr als kennen wir haben. Ja. Ich will immer meinen eigenen Raum mit dem Kerno. Warum? Boah, oh, Alter, das ist so weit. Ohne Scheiß, wenn man so schlecht springen kann, das ist echt eine Kunst. Das zeigt schon nicht, ob ich mehr als schlecht fand. Das ist einfach scheiße, was ich da mache. Ich hab doch gerade die Bläme schon gelaufen. Da war ich leicht noch Dritter geworden. Ei. Da haben wir eigentlich 3 verschiedene Yoshis. Ich hab gar nicht aufgeschaut. Nimm meinen 4. Yoshi dazu. Ja, Kattel, dann sag ich aber, dass mit dem Switch-Kaufen erwarten soll, weil kommendes Jahr nämlich die neue Switch rauskommt. Die Bahn ist aber auch verrückt. Die Bahn, die ist gar nicht so dramatisch, aber wenn's die quasi mit 3 Pilzen kannst du am Schluss so viel herausholen. Aber wenn's natürlich so derartig das schlecht timest, wie ich das gerade da hab, dann holst du gar nichts aus und dann verlierst du wenigstens. Das ist jetzt der Stadt Athen. Ja, das ist, ich weiß nicht, mit den DLC-Strecken, ich weiß es nicht. Das ist bei mir so negativ behaftet, weil er jedes DLC ungefähr gefühlt 5 Stadtstrecken kriegt. Und irgendwie gefühlt er jede gleich ausschaut.
Ah ja. Uah. Ach, das ist ja gar kein Rundkurs nicht, ne? In dem Sinn. Ah, ja, bestialisch, du kriegst als Dritter einen Stern. Irre, oder? Ja, perfekt. Natürlich liegt da jetzt wieder so Bananen. Naja, okay. Ja, man muss einfach schauen, Kattel. Aber wie gesagt, nur dass du Bescheid weißt. Weil man weiß zwar noch nicht genau, wann die nächstes Jahr kommt, aber sie wird nächstes Jahr kommen. Sehr wahrscheinlich sogar. Beziehungsweise haben sie ja schon gesagt, soll nächstes Jahr soweit sein. Ich mag die Stadtstrecken schon, aber ich komme aber gar nicht dazu, die wirklich anzuschauen vor lauter Fetzerei. Ja, in der Regel kommst du in Mario Kart eh nicht wirklich dazu, dir irgendwas anzuschauen, weil es geht ja alles so stark schnell. Aber das ist halt ein wenig blöd, weil da haben, keine Ahnung, wie viele Strecken haben dazu gekommen? 48, glaube ich, insgesamt. Und von den 48 DLC-Strecken haben gefühlt 30 Stadtstrecken. 48, ja. Und 10 Stadtstrecken circa. 10? Gelangt das? Das glaube ich gelangt gar nicht, oder? Na doch. Hurra! Es hat hingehauen! Haha! Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Wup, wup. Ey, ich danke dir für deinen Resub im 4. Monat gesetzt zum 4-fachen Super Saiyajin. Weiterhin willkommen in der Basis, viel Spaß mit dem Emotes. Habet Ehre. Wie geht's dir? Ah, lol, das habe ich auch noch nie gesehen da rum. Boah, leck, ich war auf dem 4. Platz an 8. Ich glaube, ich habe noch nie selber einen Otter gehabt. Aber du bei vorn bist. Achso, ja, okay, der Barbecue, okay, ich halte einfach meinen Ball, der Barbecue kriegt auf 3 Raketen. Okay, alles klar, das ist absolut legit. Muss ich sagen, das ist absolut legit. Ja, perfekt. Ah. Also ich bin heute jetzt echt ohne Scheiß noch keinen einzigen Platz nach vorne gekommen. Noch nicht einen einzigen. Das liegt aber vielleicht da, dass ich die Strecke absolut nicht mag. Ja, Stern ist an und für sich ja gut, aber... Stimmt mir nichts, wenn ich davon komme. Wir schauen jetzt eben, wie wir es machen. Vielleicht. Achso, ja, das haben wir schon gesehen. Komplett im Eimer, hab nachdem ich krank war, wieder Sport gemacht. Wie geht's dir denn? Oh, was haben wir denn für einen Sport betrieben? Was haben wir denn getrieben?
Wie geht's dir? Soweit eigentlich gut, nur in Mario Kart hunzen sie mir halt recht. Also Mario Kart will mich heute gar nicht haben. Blau Yoshi erinnert immer an Kanimani. Da gibt es tatsächlich noch ein bisschen einen dunklen. Jo, immer noch fliegen. Ich wollte gerade sehen, wie viele Stoppstrecken das sind. Also ich glaube, dass 10 nicht gelangen. Oder nicht noch 10. Oh, Wildbestraßen. Du hast ja teilweise beim DLC einen Cut dabei, da hast du ja schon 3 oder 4 Startstrecken gekriegt. Ja. Boah, leck. Gut, dass du die über mich drüber geworfen hast. Mir wundert es, dass du mich nicht getroffen hat. Nein! Genau, wenn ich einen Kurs nicht mehr ändern kann. Natürlich 1-2, ist ja klar. Warum soll da mal einer noch eine Rode haben? Kann man eigentlich die Bomben triggern, dass die Forscher explodieren? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Alter! Ist das jetzt der Ernst, oder was? Hast du jetzt einen Stern gekriegt auf dem Dreier? Das ist so irre, oder? Also, ohne Scheiß. Du kommst kein Decker weiter. Du kommst kein Decker weiter. Oh, leck, Alter. Ja gut, muss ich fairerweise zusehen, ich hab vorher auch einen Stern gekriegt auf dem dritten, aber der hat mir halt einfach absolut nichts geholfen. Das laufen aber halt schon größere Distanzen, wenn ich mir fit bin. Ja, einfach langsam anfangen. Barbecue sag ich schon. Ebbinghausen. Locker anfangen, nicht zu weit, wenn es gerade 3 Kilometer sind, ist völlig wurscht. Hauptsache einfach reinkommen. In die Geschichte. Da, ich zähl schnell. Ja, zähl mal. Abby, hast du eine Nintendo Switch zufälligerweise? Ist das eventuell im Bereich des Möglichen? 1, 2, Leider nicht, okay. 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal kurz schauen, aber es müssen 7 sein. 8, nein. 10, 11, 12, 13, 14, ja. Ja, sag ja. Also, ihr hättet jetzt 15 getippt, gerade aus dem FF raus. Halt das.
Letzte Konsole war Nintendo 64 von Nintendo. Okay. Ja, die habe ich tatsächlich gar nicht gehört. War 64 kein Gamecube? Nein, nicht nur Super Nintendo. Gameboy sämtlichste Variationen. Ja, und Switch und Wii U, genau. Wobei Wii U eigentlich auch noch zum Schluss. Ich hab mich mit dem Kio gar nicht aufreiten können. Ja, ich hab's in der Arbeit bei einem VV-Wettbewerb gewonnen. Ich hab schon 3 oder 4 elektronische Geräte in der Arbeit gewonnen. Ich hab schon ein iPhone gewonnen, ich hab eine Switch gewonnen, eine Wii U gewonnen. Also die Switch, die ich da hab, die hab ich quasi aus der Arbeit, mehr oder weniger. Und noch irgendetwas. Aber ich weiß nicht mehr was. Den Tennisschläger. Nein, Tennisschläger tatsächlich nicht. Tennisschläger haben wir gekauft. Beziehungsweise die ersten habe ich von meiner Schwester, also quasi von der Schwester von der Main gekriegt. Für, ich weiß gar nicht mehr was, für wie viel das ich die gekauft habe. Ich glaube 60 € oder so. Und jetzt die ich jetzt spiele, die habe ich jetzt ein gutes Jahr. Die werden jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Die haben wir tatsächlich dann, sind die ersten eigenen, so wirklichen Schläger, die wir da hatten. Die haben aber auch, da hat einer, ich weiß nicht mehr, ich glaube 155 gekostet. Irgendwie sowas. Der hat ein bisschen einen Rabatt gekriegt, bei 2 Mal von meinem Trainer. Oha, schon wieder Raid. Dan Skorpion oder Dan Skorpion, danke dir für deinen Raid. Willkommen an dich und deine Community. Einen wunderschönen guten Abend. Alles zauberhaft. Ah, Wie geht's euch? Na, wie war euer Stream? Was gab's bei euch? Also nicht erschrecken, ich bin ein bayerischer Mundart-Streamer. Hört man wahrscheinlich auch an meiner Aussprache. Herzlich willkommen an euch. Wir spielen heute ausnahmsweise mal Community Mario Kart. Also jeder, der Bock hat, kann mitmachen. Schön, dass ihr da habt. Mario Kart lang, das wird ja auch Mario Kart gespielt. Was hat mir jetzt irgendwas drauf? Okay. Ah ja, okay, ja gut, fühle ich, dass das erst mal langt. Ich krieg halt tatsächlich auch ziemlich auf die Nase. Oh, Kugel. Also auf der Strecke ist ja der Boomerang ja aber völlig sinnbefreit. Okay, lol, das habe ich auch nicht gewusst, dass der Rote sogar abseits der Strecke dich verfolgt. Gut, dass wir die Pilze aufgekommen haben. Gut, dass ich mir die Pilze aufgekommen habe, sonst war es mir jetzt noch in die Quere gekommen, tatsächlich. ja. Playing Markus, habe ich dir Namensvetter. Sehr gut. Mehr Markus auf der Welt haben immer mehr gut. Na, also, vielen Dank nochmal für deinen Raid, Scorpion. Shoutout ist im Chat. Checkt Scorpion gerne mal aus. Scheinbar auch ein Mario Kart Streamer, also wer gelegentlich Lust auf Mario Kart hat, ist wahrscheinlich beim Scorpion besser aufgehoben als wie bei mir. Aber dennoch danke dir für deinen Raid und schön, dass du hast. Ich wünsche euch alle natürlich einen schönen Abend und einen
zauberhaften Aufenthalt hier bei uns. Wenn es Verständnisprobleme gibt, einfach in den Chat schreiben. Ne? Und wie gesagt, wer Bock hat noch mit zum Spielen, fühlt euch frei. Wer ist denn jetzt Erster geworden? Das habe ich gar nicht aufgeschaut. Der Error, oder? Ah, der Error, ja. Rainer Habidere, grüß dich gut. Wunderschönen. Das ist schon wieder 20 nach 8, die möchtest du verarschen oder was? Die Zeit ist ein Wahnsinn. Das ist irre. Und ist ja eine sexy Woche. So viel Red Bull habe ich dann auch noch nicht intus, dass ich gleich abheben würde. Dann war es noch Zwang. Koffeinschock! Da haben wir jetzt wirklich lauter Yoshis auf der Strecke, oder was? Lol. Ja, lol. Oh, Hauptsache die zwei Roden stessen zusammen. Markus, danke für dein Following. Sorry, Barbecue. I'm sorry. Oh, der war reidig. Ja gut, der hat eh was zum Oben. Oder? ja. Hat die nicht getroffen? Nein. Na, ich hatte Trött. Trött. Not. Knack, knack. Oh, das. Oh, Wolleck. ja, genau. Der Botaniker Error vor mir. Bestäubt Sideching. Okay, das heißt ja falsch, aber ihr wisst, was ich meine, für dich. Was? Was? Wolleck. Kerber 5-1, danke dir auch für dich und dich für dein Follow. Bist du mit der Angelique Kerber verwandt? Ich glaube nicht, oder? Und merci für dein Okay, und merci für deinen Prime-Sub. Holy shit, das ist Support. Der kommt instant einer, followt und schmeißt einen Prime-Sub hinterher. Holy shit. Das ist ein absoluter Ehrenbazi. Kerber, danke dir für deinen Prime-Sub. Willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Du bist ab jetzt offiziell geschubst. Ob dir das gefällt oder nicht. Danke dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Merci, nein, ich meine nicht. Man kann ja mal fragen, weil Namensähnlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Wollte ja mal nachfragen. Kerber? Angelique Kerber, Profi-Tennisspielerin, die heuer Karriere beendet hat, tatsächlich. Deutsche Profi-Tennisspielerin, tatsächlich. Österreichische haben wir eh nicht. Doch, die Julia, wie hat der den Nachnamen? Die ist noch ein rechter Junge. Jetzt weiß ich nicht mehr. Wann ist der Ken, ist der prominent? Ey, aber die ist fesch. Ich wiederhole, wann ist der Ken, ist der prominent. Imagine. Bist du prominenter als wie sie? Ja, so weit darf ich jetzt nicht gehen. Sie hat auf alle Fälle mehr Geld. Sagen wir es mal ja so. Und vielleicht mehr Sexappeal. Ja, wahrscheinlich. Das ist aber auch gemein, gell? Weil ich bin locker 10 Lenzen älter wie sie, gell? Also das ist jetzt... Ah doch, so jung ist der? Die ist noch recht jung, ja. Grabherr heißt die, Julia Grabherr. Ah. Musst du mal googeln. Man fragst du mal Dr. Gogel. Scheiß auf Google, der Instagram, ne? Ja stimmt, Instagram müsste die bestimmt auch haben. Au. Ah, die Schwurzdrecksstecken. Herrs, bist wahnsinnig oder was?
Aber bei der Strecke ist eigentlich nur eins richtig beschissen. Das Pacing von den Items ist da richtig beschissen gesetzt. Okay, wer war jetzt das? Naja, warum frage ich eigentlich ja? Warum? Meinst du die Julia Grab her? Ja, genau. Bist du jetzt runtergesprungen oder was? Ja, ich bin runtergerutscht, offensichtlich. Warum tust du denn das? Ich bin jung und brauchte das Geld. Alter, das ist bestialisch. Du bist Vierter, kriegst einen Stern und einen goldenen Schwammerl. Ja, super, oder? Was krieg ich auf den Dreier einen Schwammerl, der wo mir einen fetten Scheißdreck 4 bringt? Ja, aber ohne Blitze fahren ist tatsächlich angenehmer, gell? Boah, leck, die Banane war ehrenlos vom Barbecue. Wow! Der war knapp. Boah, leck. Ja, schaut halt immer gelangt. Rot, gelb, blau, schwarz. Ah, lol, ich bin noch 3 Zähler vom Barbecue. Ich hätte jetzt eigentlich doch oder überholt mich jetzt. Tatsächlich. Bin ich ehrlich. Genau, das will man. Ehrenlos, ja, Ehre mit Ä. Und mit langen Haar. So, Freundschaftsanfrage von... Keine Ahnung, wer der Tech-Team ist, aber den nehmen wir jetzt einfach mal auf. Das wird dann schon passen. Bangkok Abend. Ach nee, nicht schon wieder Stuttstreck. Bannschwänze. Tech-Team, okay. Ah ja, okay. Oh, leck, das ist schon wieder so ein Schwindelstrick, oder? Das ist. Oh, Scheiße, ich hab schon gekriegt. Wo kommt denn jetzt? Okay. Ach, den Boomerang hat der Barbecue gehabt. Jetzt sehen wir schon, hey, wo hab ich jetzt einen Boomerang her? Ah ja, perfekt. Immerhin kann er auf jeden Fall, der Busch. Ach, da war's nochmal. Ja, okay, perfekt. Ja. Auf den fühle ich mich wohl auf dem 4. Da passiert mir nichts. Da hat mir jeder lieb. Ja,
hast du keine Chance mehr. Wenn du da nichts besonders nicht kriegst, kommst du dann immer wieder, das ist das. Da kannst du machen nichts. Das ist aber nicht die MotoGP-Strecke. Ich mag die Stadtstrecken einfach nicht. Das ist einfach, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich werde mit diesem gekantigen, mit diesem völlig, ja, keine Ahnung, ich werde damit nicht warm. Das ist wie Monaco und Singapur in Formel 1, das ist auch Fahrt. Das ist, weiß ich nicht. Das Mii schaut ja geil aus. Das was? Der Mii-Charakter vom Kerber. Ach so. Der Tony. Wie der Sai gesagt hat mit Monaco, ja. Das Ding ist, ich verfolge Formel 1 eigentlich gar nicht. Aber ich weiß nicht, bei den Startstrecken, die haben alle irgendwie gleich. Es ist, du kannst nicht einfach normal dahin fahren, weil immer irgendein Auto oder irgendein Hindernis mitten in der Bahn drin steht. Das ist, ich weiß nicht. Der anderen fühlen sich auf seine Strecken wohl, ich fühle es halt null. Ich fühle es halt unter null, diese Stadtstrecken. Und ich bleibe einfach bei der Meinung, die haben in den DLC einfach sauber 2 von diesen Stadtstrecken da eingefühlt. Wenn es 3 oder 4 gewesen warten, okay. Aber es haben halt fucking 15 Stadtstrecken von 48. Also das ist ein gutes Drittel. Ein Drittel vom DLC sind Stadtstrecken. Wenn ich mir dann anschaue, dass quasi so geile Pisten geben darf wie Yoshi's Island, die wo richtig gut ist, weiß ich nicht. Da wär mehr drin gewesen. Oh, leck. Der Sei hat wenigstens sitzt jemand, der wo mit der Mithören hat, das ist das Gute. Lol, die Pflanzen frisst sogar den Tintenfisch? Okay, das haben wir ja noch ein Basi gehen können. Ich schau gleich nochmal. Aber das bringt sowieso nichts mehr. Die 4 wirft der Polter jetzt einfach. Weil ich sehe es ja schon kommen, dass noch irgendein Rodi oder sowas kommt. Mit der Ernst. Ja, wenn Scheiße läuft, läuft's Scheiße, ne? Wie der Oliver Kahn einmal gesagt hat. Ihr glaubt Eier, wir brauchen Eier. Ja, auch. Na Markus, danke dir für dein Prime, auch an... Also, das war auch ein Prime-Sub. Danke auch an dich für dein Sub. Willkommen in der Basi Game. Viel Spaß mit den Emotes. Du bist aber jetzt offiziell geschubst. Danke dir. Ja, ich sage es, hey, Markus, wir müssen zusammenhalten. Das ist eine klare Sache. Das ist eine klare Sache, habe ich schon gesehen. Danke dir. Für den Support. Oh. Was haben wir jetzt? Yoshi. Yoshi, okay. Yoshis Piste. Riftpartys par excellence. Ja, das stimmt.
Also wir sehen in ihrer... Wir sehen Jetzt eng warum 2 nicht? jetzt dann nicht mehr. Ich mach mir das mit den Bots da hinter aus. Beziehungsweise mit dem Kerber und mit dem Barbecue. Weil S2-Satz das ist ungefähr so, wie wenn du halt Bundesliga mit der Kreisklasse vergleichst. Das ist. Ne? Steht jetzt auf dem Papier schon, glaube ich, das gewinnt. Das ist ja ungöttlich. Los, gehen jetzt ab! Also jetzt lass das so einen Sprung und ist... Ich kann nicht! Wer eskaliert denn jetzt da? Was ist das wieder für ein Verrückter? Scheiße. Ja, genau, das war jetzt der Fehler. Ich hätte die Bomben aufhören sollen. Wer ist denn das? Stop it! Na, gib ich Wollig. Jawollo. So, wer eskaliert jetzt da schon wieder? Markus, bist du des Wahnsinns oder was? Markus, danke dir für deine 3, ich sag jetzt aber für deine 3 Gifted Subs an den Barbecue, an den Error und an die Crazy Cattle. Leute, bedankt euch beim Markus, sozusagen, also bei dem Markus im Chat, nicht bei mir, ne, das ist obviously. Markus, danke dir für deinen Krankensupport. Du kommst quasi frisch dazu und eskalierst gleich. Vielen lieben Dank. Und alle, die einen Sub ergaunert haben, bei Markus bedanken und willkommen in der Bazi Gang an der Stelle. Markus, ja. Du bist so stark blöd. Es sei. Ja. Was ist die Mehrzahl von Markus? Markus. Pass auf. Powered bei Selbstspieler. Markusse. Ja, wenn man es auf den Kuss bezieht, aber der wird auch nur mit einem S geschrieben. Ja, aber aber das ist halt wieder so Selbstspieler-like. Weißt du, das ist wieder so ein Niveau strenge Selbstspieler. Das ist. Ja. Ne? Ebi, auch danke dir an dich für deinen Gifted Sub an die Sabi. Sabi, willkommen in der Bazi Gang. Du kennst die Leier, du bist schon lange nur dabei. Ebi, danke schön. Sabi, willkommen in der Bazi Gang. Du hast den Anfang von der Diskussion nicht gelesen, muss ich dann nochmal nachlesen tatsächlich. Also wenn der Baze Schwedenbomben anbietet, sind das dann die Markküsse. Oh, leck! Da kriegst du einen Krähen auf den. Oh, sorry. Ich hätte nicht gemeint, dass der trifft. Ich hab's verdient. Ich hätte nicht... Oh, leck, der war ehrenlos. Aber ohne Scheiß, ich hab wirklich nicht gemeint, dass der trifft. Aber voll gegen den Zaun lassen. Aha, der Kerber nimmt die Abkürzung nicht, okay.
Okay, das blaue, da kann ich nichts tun. Hinten gelegst, hörst, bis der leck. Jetzt krieg ich es aber wieder voll von hinten, ja? Also. That's what she said. Boah, der war dumm. Ja, okay, die kann man sich mal sparen, wenn sie es. Also ja, okay, kann man sich nicht sparen, weil der scheiß Geist wieder daher. Weil ich hasse Nebulax, ohne Witz. Du machst Buh. Ja, ist ja dasselbe. Buh ist auch gerade der Shiny Nebulax. Ja gut, zweiter, den nehmen wir mit. Darf man wegen mittadeln? Ja, selbstverständlich. Aber du bist wahrscheinlich derjenige, der wo mir gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, I guess. Selbstverständlich, jeder ist herzlich dazu eingeladen. Je mehr Leute in der Community haben, umso lustiger wird's. Tatsächlich. Das Fail muss ein wenig ausgeglichen werden, weißt du, wie bei einer Vogue. Das hat keinen Sinn. Weil das war das Gleiche, jetzt stell dir mal vor, du fliegst allein mit dem Sei fort. Ja? Du fliegst allein mit dem Sei fort und er sitzt nur auf einer Seite. Dann fliegt das Flugzeug quasi auch immer im Kreis. Das ist ja blöd. Weißt du, wir brauchen ein Gegengewicht, damit sie dieses Feld ein bisschen ausweiten kann. Was verstehst du, wie ich meine? Das ist der Rundflug auf Wisch bestellt. Ja. Oh Gott! Auf was für ein Niveau haben wir mir? Hey, du hast den Sprecher und den Selbstspieler im Chat. Und Ja, das ist quasi Niveau Overload quasi. Wenn man Sepp und Sprenge im Chat am Anfang, das ist schon das eine. Aber wenn, ja, das kann ich nicht mehr rechtfertigen, das ist jetzt, ne? Dann tust du vorne einen Gerd dran, hast einen Generator und hast einen Endlosstrom. Oh Gott. Oh. Wer hat nochmal gesagt, dass das halt gut werden kann? Du. Muss ein weiser Mann gewesen sein. Ja, Übrigens, definitiv. für die ganzen Mitfahrer jetzt, die wo da dabei sind, ihr dürft auch sehr gerne am Discord-Voice joinen, wenn ihr das wollt. Ne? Ausrufezeichen Discord, kurz im Warteraum hocken, damit entweder ich oder der Sei euch runterziehen können, weil wir sitzen in einem abgesperrten Channel. Aber keine Sorge, wir ziehen nicht Hosen oben, sondern nur. Bei uns kommt nur einer, wenn man keine Hosen anhat, hallo? Wenn die Horror Games. Ja, Wow, ich bin Alter. Okay, bei wem ist jetzt der Obstlaster umgeflogen? Jetzt rutzt ja halt einfach auch mal 4, weil ich meine, das ist Heft drin. Ich sehe klar, die 3 Rischenbusler da vorne haben natürlich wieder alles zum Abwehren da. Das war wieder sowas von klar. Nein! Ja, Herrgottsseele, wenigstens einen trifft es mal. Zu spät gesehen. Also irgendwie hätte ich jetzt gerade Bock auf Urlaub. Sagt der in der Kurzarbeit. Also ich habe wahrscheinlich die Arbeitswoche bekommen. Ja, ja. 3 Tage Woche und davor ist eine Maschine gegangen. Nein, nur mit deinem. Ja, genau, du ramm du mit Bananen weg, das ist gut. Oh, ist es gottlos! Du bist aber kurz erst der Zack blau. Ja, genau. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Nur, dass bei mir nicht nur die. Oh, da kommt schon wieder blaue.
Ja gut, jetzt hätte ich was anderes brauchen müssen wie die Pflanzen. Wenn ich jetzt einen Raum gekriegt hätte, wäre es nochmal interessant geworden. Da kommt der nächste Yoshi. Mehr Yoshis ebenfalls. Wir haben halt wirklich 4 Yoshis. Kerber, du brauchst einen Yoshi. GG, Jera, danke fürs Mitspielen. I guess der Yoshi gewinnt. Womöglich. So, jetzt warten wir mal schon kurz, dass die Neuankömmlinge mitspielen können. Also, was ist im Heimkino oder was? Achso, das war das vom Selbstspieler, genau. Das war vom Selbstspieler. Ah, Markus, habe ich die Ehre. Passt schon, Price. Sitz schnell Runden aus, musst telefonieren. Ja, passt schon. Du kannst jederzeit noch joinen. Möge es so jetzt mit euch sein. Mit euch sei, wenn dann, ne? Das sei mit AI, bitte. Ich bin auch nicht mehr alt. So, ich bin der pinke Yoshi. Ja, ich hab den hellblauer. Markus, wo bist du? Darf man fragen, kommst du zufälligerweise auch aus Bayern oder aus Österreich? Weil deine Schreibweise sehr darauf vermuten lässt, tatsächlich. Salzburg, sehr gut, mehr Österreicher, mehr gut. Hashtag Lieblingsnachbarn. Direkt aus der Stadt. Oder, naja, gut, Bundesland ist ja auch nicht recht groß. Naja, paar Regel hier. Ja, ich lese Salzburg und der Bibi ist da. Habe ich die Bibi? Ah, du hast dich verlesen, das ist nicht Salzburg, das ist Sauerwald. Der Sauerwald. Einer mit Grenzerfahrung. Okay, der Barbecue ist telefonieren und der Aero ist raus, dann haben wir insgesamt zu 4, 5. Right? Irgendwann ist er, glaube ich, noch dabei. Warte mal da. Nein, der Aero ist an. Wir waren zu. Der Aero ist raus, der hat sich verabschiedet, genau. Warte mal, wer ist denn da jetzt vorher rausgeflogen? Der Barbecue ist schnell telefonieren, der sitzt da unten aus. Der Markus ist einer gekommen. Du bist der Renn, ich bin der Renn. Der Kerber ist. Der Kerber geht Der Kerber ist raus. Kerber geht ab, tatsächlich. Stadtler 20 Kilometer Süd. Ah! Bischofshofen. Du versuchst gerade das mit dem Discord. Ach so. Also hast du keinen Account nicht oder wie, oder was? Gegend um Hall ein. Kenne ich tatsächlich nicht. Allein, ja, doch. Bischofshofen 20 Kilometer. Nein, allein kenne ich tatsächlich nicht. Allein ist zwar. Na, das ist. Allein ist viel. Ja, da warten wir noch schnell auf den Kerber, weil der versucht, auf den Discord zu kommen. Ah, da ist er auf alle Fälle. Genau, Regeln bestätigen in der Betriebsanweisung, einfach das Däumlein setzen, ne, und dann hast du Zugang zum kompletten Server. Okay, fuck. Es sind doch 50 Kilometer von Salzburg nach Bischofshofen. Wirklich? Ja. Je nachdem, welche Strecken das natürlich fährst, aber. Okay, das ist so ein scheiß Bug von Discord, dass wenn du einen Streamer-Modus hast, du den kompletten Namen nicht lesen kannst. Wer da jetzt einer, also der Kerber ist einer gekommen und noch irgendjemand, aber da wird mir nur P erzeugt. Ich weiß nicht, wer das war. Oder wer das ist. Ich sag, Kerber, du gehst einfach
wenn du jetzt, weil du wirst wahrscheinlich jetzt auf den Server kommen und nichts sehen, außer quasi den Grüß euch Channel und die Betriebsanweisung. Und bei der Betriebsanweisung, da sagst du quasi die Regeln und ganz unten ist quasi also quasi so eine Daumen hoch Reaktion und wenn du da drauf drückst, hast du automatisch Zugang zum ganzen Server, weil da stimmst du quasi den Regeln mehr oder weniger zu. Ist schon da. Ah ja. Na gut, für was erkläre ich eigentlich? Okay, habe ich die Ehre. Mal schauen, ob das da funktioniert, ich glaube nicht. Das ist ja auch einer aus Bayern. Da lebt mich am Arsch. Also Ja, hier, tatsächlich aus Passau. Was? du verarschst mich jetzt, oder? Ja, okay, Berg, um genau zu sein. Du verarschst mich jetzt, oder? Ja, warum soll ich denn einen Krampf sagen? Leck mich am Arsch. Also, zwei ist echt klar. Also, das ist brutal, weißt du schon? Der kommt einer dazu, nein, und kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit? Da haben wir jetzt, das ist das zweite Mal jetzt in dem Jahr, weil der Max, der kommt aus Eging. Das ist brutal. Ja, super, ich bin nur durch Zufall da auf den Channel gekommen. Wie bist du da? Also- Darf man fragen, wie? Ich habe einfach ein wenig geschaut, was gerade so läuft auf Twitch und dann habe ich mir gedacht, ja, da schauen ein paar Leute zu. Und dann ist da drin gestanden, dass wir bei dir mitspielen kann und ich mir gedacht, das probierst du jetzt einmal aus. Wie geil ist denn das? Geil. Ja, GG. Nice. Schön, also schön, dass du hergefunden hast. Freut mich. Also das sind so Momente, das geht ab wie Öl. Weißt du, wenn du generell einfach neue Leute irgendwie auf dich kommen und sich dann noch herausstellt, dass die aus der gleichen Stadt haben wie du. Das ist Ja. Ich habe mir gerade gedacht, bist du in der Zahnradswerkstatt Kurzarbeit oder bei der Sumida oder wo arbeitest du? wieder Zahnrad. Ja. Okay, dann geht jetzt gerade noch. Wer geht denn jetzt noch ab? Der Barbecue ist zurück und der Barbecue ist zurück. Der Markus Kerl ist ist. da und der Markus ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob der Markus auch ins. Ah ja, der sitzt schon. Warte, die zählt noch schnell rüber. So. Markus, habe ich die Ehre. Servus. Ja, aber zauberhaft. Was da heute für Dialekt geredet wird. Ja, heute gibt's den absoluten Dialekt gibt's heute. Freut mich, da zu sein. Ja, schön, dass du bist. Uns gefreut, dass du hergefunden hast. Oh, der Herbert Ja, ist auch da. Chefkoch ist am Start. Ich bin eigentlich über den Dan, Skorpion hergekommen. Ach so, quasi mit dem Raid quasi? Mehr oder weniger, ja. Ich habe genau da eingeschalten, wo ich aufgehört habe. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Wenn, Genau dazu. Da freut man sich immer, wenn beim Raid jemand da bleibt oder sich jemand sich irgendwie da wohlfühlt dann und dann sagt, hey, ich folge jetzt da und bleib dann einfach dabei. Mal schauen, was so passiert, so auf die Art, ne? Ja. Ich habe nur den Dialekt gehört und habe mir gedacht, direkt sympathisch. Ja, es ist. Bayern und Österreicher sind nun mal einfach die Lieblingsnachbarn. Da versteht man sich einfach, weißt du schon? Man ist nicht aufs Mic gefallen. Man sagt einfach das, was man sich denkt. Nein. Edward Habitieri, grüß dich gut. Aber beim Herbert gingen schon wieder die Winde. Ich glaube, bei dem hat es Kohlrabi zum Mittag gegeben. Oh, Freund. Scheiße. Nope. Sehr fix erst. Weißt du, das Ding ist halt bei uns, bei Mario Kart, wir spielen es zwar leider relativ unregelmäßig, aber wenn wir spielen, bei uns geht es halt einfach nur um Gaudi so. Klar, ein bisschen so eine salzige Phase hat jeder einmal, die habe ich vorher auch gehabt. Aber bei uns, wir haben ja keine Tryharder nicht in dem Sinn. Nein. Gaudi muss schon sein. Eben. Boah, leck doch nicht. Das war schon Mario Kart ohne eine Prise Salz. Zu einer jeden Suppen gehört ein bisschen Salz dazu. Das kann der Herbert jetzt mit Sicherheit bestätigen. Oh nein, die blaue überholt Das uns. ist gottlos. Was zum... Okay, alle Fahrzeuge sind 3 oder was? Hey,
Vor mir dran sie einfach 2 Bananen und kein Mensch ist dabei. 3 Pilze. Ach so, ist der sei, weil er einen Geist gehabt hat. Edward, alles gut bei dir? Das ist halt auch geil, oder? Wir fahren zu 5 mit Yoshi. Mit 5 verschiedenen Formen. Es gehört so viel Salz rein, wie es braucht. Meist ist das mehr, wie man meint. Ja, das ist Mario Kart. Das Innenviertel, wo ich herkomme, war bis 1779 Teil von Bayern. Derjenige, der das in die Wege geleitet hat, dass Bayern und Österreich getrennt wird, ne, den Kreditkarten so derartig oft durchs Arschloch durchgezogen, dass er blättert wird. Zelda-Strecken. Ja, Hyrule. Andererseits, wo man denkt, dass ich Just for Fun bei einem Mario Kart Turnier teilgenommen habe, wo wir Zweiter geworden bin. Also. Und das vor einem Jahr. Sauber. Jetzt, wenn du mal überlegst, jetzt wenn die anderen üblichen Verdächtigen halt noch dabei waren, dann hätten wir fast eine Full-Lobby. Also, wenn der gut zu Fuß noch da gewesen war und wenn Sempros halt noch dabei gewesen waren, dann hätten wir jetzt halt schon 9 Leute in der Lobby oder 8. Ja, die Asse. Die Assi vielleicht noch, ja, die hat aber leider in der Stimme. Ja, gut. Also heute hätte man potenziell tatsächlich eine Full-Lobby kriegen können. Aber es macht natürlich so auch einen Haufen Spaß, klar. Die Kamera nochmal was irgendwo. Ah ja. Wow! Da sticht mir ein Kurven rein. Ja, ich hab 3 Pilze gehabt. Ich hab die Abkürzung nicht mehr gehört, tatsächlich. Also quasi querfeld ein. Also gut, ich mein, Ja, Spieler Handbrems. okay, ich schau gleich wieder. Unterwegs. Stand brauche nur am Nötleid bis Sabbat einstück. Was? Weil ich schau gleich. Markus, Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sympathisch findest du meinen Namen? 11. Gute Antwort. 69 ist die richtige Antwort. Ja, das ist dein Verdienst. Das wäre noch nicht gut, Scheiße. Aber gut. Perfekt. Außer mit die Diff, halt gibt's Nudeln. Will da mal nachlesen. Der Mr. Weibio, der ist von unterwegs, Stunde brauche ich noch heim. Weibio, danke dir für dein Resub im 19. Monat. Du machst da bitte überhaupt gar keinen Stress nicht. Du schaust lieber auf, dass du sauber und gesund wieder heimkommst. Danke dir trotzdem für deinen kurzen Einerschauer mit dem Resub. Weiterhin willkommen in der Bazi-Gang. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Sepp, merci für deinen 61. Du musst noch kurz nachlesen. Irgendwo gibt es eine Warteliste beim Bazi für Mario Kart. Das ist eher nicht, aber nehmen wir die auch. Warum man Kritik haben, wenn man Kettensegeln nehmen kann? Ja, das ist jetzt eine berechtigte Gegenfrage. Alles bestens, danke der Nachfrage. Ich hoffe, du hast Halloween gut überstanden. Ja, ich habe von Halloween tatsächlich nicht viel mitgekriegt. Die Mai und ich haben uns gestern Terrifier 1 angeschaut, auf gemütlich. Also war ganz entspannt tatsächlich gestern. Hey Weiber, außer mit die Diff, halt gibt's Nudeln. Wenn wir so weit haben, richten wir ein Turnier aus. Das war mal geil. Ein Bazi gegen Mario Kart Turnier, das war mal richtig geil. Wie das nächste sollten Herrschaften? Ein Bazi gegen Mario Kart Turnier, wenn wir irgendwann einmal so viel Leute warten. So zur Gaudi einfach. Also, ne? Ja.
Was man aber vorhin denkt, du bist der Erste, quasi, der gesagt hat, dass Buhu wie ein Nebula ausschaut. Ja, das war auf Wish bestellt, genau. Ja. So als Pokémon-Fan der allerersten Stunde kann man den einmal in den Raum werfen, ne? Macht so hingefangen, wenn Sinn, klar. Weil Nebulak Trifft auf mich auch zu. Weil Nebulak und Buhus, das ist ungefähr, wenn's der Pferdl mit einem Apfel vergleichst, so ungefähr. Mhm. Oh, nix da. Hä? Hast du jetzt zwei Sachen oder was? Achso, du hast einen Bumerang. Okay. Wow! Wieso da bist du? Aber das war aber jetzt auf Messerschneide, gell? Der Drift. Ich hab's eilig. Alter, was ist mit mir? Bloß ich flieg heute überall runter. Büm. Hauptsache Glockenleid, wenn einer vorbeifährt, oder? Ach nö. Aber warte mal, da musst du mal, verstehst du, wie ich meine, da musst du mal, jetzt wollte ich nämlich gerade Maß nehmen, gell? Ja, da fetzt mir mal drüber, weil... voll gespritzt. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Scheiß Pendel, ohne Witz war in Yu-Gi-Oh! Schon scheiße. Ich wundere, dass noch kein Blaue nicht da war, was ehrlich gesagt hat. Ja, natürlich, kommt jetzt her. Na geh, Drecksbanane! Oh ja, 100 von sein, ja. Oh, perfekt. Das war, mehr wollte ich gar nicht. Hab ich Juli gönnt dann. Alter, verrückte letzte Runde. Mhm. War das jetzt? Na, haben wir noch eins, okay. Aber ich man echt sagen muss, die Vorlage, dass der Geist im Pokémon besser ausschaut als wie der Buhu in Mario oder in den Mario-Spiele. Mario war vorher da, muss man sagen. Mario war deutlich vorher da. Ich weiß zwar nicht, ab wann sie Buhus eingeführt haben, aber ich weiß, dass die Buhus auf dem Super Nintendo schon gegeben hat. Definitiv. Ja, das reicht schon. SMB3? Ja, das... One of NES. Ah, für ein NES, Blödsinn. Ja, dann ist es aber deutlich Ja, vorher. das sind noch 15 Jahre. Ja, noch 15 Jahre nicht, aber... 10 auf jeden Fall. Mhm. Alter, Es ist ein Gemetzel jetzt, und jetzt haben wir gerade mit zu 5. Oh, Scheiße. Ja, das war extra Nummer. Das war eine extra Nummer. Ich hab Banane auf Zielflagge geschossen und Banane bounced zurück und wirft mir aus der Bahn. Perfekt. Das war jetzt kein Skill-Issue an der Stelle, gell? Das war ein großes Kill-Issue. Na, weil du musst die Banane erst einmal so an die Zielflagge feiern. Kann längst nicht jeder von sich behaupten. Weil da waren wo die Gegner schon so leicht sind, dass du sie überrunst. Ja. Oh Mann, ey! Jetzt wollte ich gerade an Seil wegdrücken, dann kommt die Bombe.
Ich bin so ein Amateur, ich triff mich mit der eigenen Krähen. Scheiße! Jetzt passt er gelangt. Buhu war das erste Mal in Super Mario 3 drin in 2004. Ja, das wird nicht ganz gelungen. Nein. Das wird nicht ganz gelungen. Du darfst 20 Jahre ziehen, fast 15 Jahre. Hm. Aber jetzt fängt's an, ausgeglichen zu werden. Sagst du das da? Das ist mehr Leid, mehr gut. Das ist einfach so. Nein, das stimmt definitiv nicht, weil Super Mario 64 hat auch schon die Buhus drinnen gehabt und das ist von 1993. Du brauchst eine schärfere Vespa, die neue GTS 310. Du, ich kaufe jetzt dann einfach für Mario Kart 1290er Super Duke, dann hast du die Sache. Oder beziehungsweise jetzt mittlerweile ein 1390er. Oder ein Trabi. Zwecks ein Meme. So, warte mal, wo haben wir denn? Manche dann schon vorher dann im 15er Steirer vom Fodern. 15er. Weil einmal Gas geben ist einmal die ganze Strecken voll knöbelt und dann mag ich den Erstplatzierten und es geht so nicht überholen, weil ich mich über ganze Strecken bohrt. Wie ein klassischer Traktor. Boah, leck, oder? Ja, Super Mario Bros. 3 ist das erste Mal auftaucht. Ich hab jetzt gerade nachgeschaut. Ja, wenn ich mal dran denke, so ein Super Mario World ist ja wahrscheinlich das beste Super Mario Spiel, was es jemals gegeben hat. Und da habe ich die Buch schon irgendwie immer. Wie ich das erste Mal gespielt habe, da kommst du ja in der zweiten Welt oder in der dritten Welt, kommst du ja das erste Mal in so ein Geisterhaus, da wo so richtig fetter Buch drinnen ist. Ohne Scheiß, das Ding hat mich so beängstigt, dass ich teilweise schlecht dran bin. Da hat meine Mama Super Mario weggenommen. Das war. Oh wow. Aber da muss man halt aber auch sagen, da war ich erst 10 Jahre alt oder so. Okay. Der erste Big Boo war. Der blaue, weißt du schon? War der im Secret zur Sternwelt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Im Geisterhaus. Der was den Weg zur Sternwelt öffnet. Super Mario World war meine Kindheit. Ja. Super Mario World, Yoshi's Island, Mario Kart, Pokémon. Mario Kart. Ja, erzähl doch erst, wie habt ihr das von dir? Ich habe jetzt ausnahmsweise einmal 3 gehabt. Ja, und hab mir nichts gebracht. Ah, der Barbecue möchte den Schatten haben. Oh, leck! Oh, shit! Okay, das war jetzt lucky für mich. Dass die blaue noch kommen. Sonst war die Barbecue nämlich auf jeden Fall erst davon. Schade. Sag doch gleich die ganzen Nintendo-Klassiker. Das war Fotofinish jetzt. Oh ja. Zelda und Metroid habe ich noch nie gehört. Ohne Scheiß, ich habe in meinem Leben ein einziges Zelda gespielt. Das ist jetzt wahrscheinlich Katastrophe für viele. Dann haben wir nur Sonic. Also das ist scheiße, das ist Sega. Ich hab man sei erst außerdem lusten. Ich hab quasi von Zelda nur das Remake gespielt. Stadium, Poké Snap und Mario Metroid habe ich noch nie Mario eins Golf, gespielt. Pokémon Mystery Dungeon. Pokémon, na das ist schon Advance. Ja gut, stimmt auch wieder. Weil ich gerade gesagt habe, es wird jetzt wahrscheinlich ein Kulturschock für viele sein. Ich habe in meinem Leben erst ein einziges Zelda gespielt und das war das Remake, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, in dem Chibi-Stil. Und habe noch nie ein Metroid gespielt, tatsächlich. Same.
Ich habe auch noch nie ein Metroid gespielt. Obwohl das vor ein paar Jahren das Metroid Dread rauskäme für Switch, das hätte mir eigentlich schon angelacht. Vielleicht spiele ich das irgendwann sogar noch. Bibi hat auch noch nie Zelda gezockt. Okay, weil Bibi wenigstens nicht der Einzige. Ist nicht Final Fantasy auch von Nintendo? Nein, von Square Enix. Final Also Fantasy ist jetzt damals mal auf der Playstation. Wer immer das jetzt war, danke. Bitte gerne. Potzenkoberteufel. Der scheiß Kettenhund. Boah, leck, der war ehrenlos. Tut mir leid. Mir doch nicht. So, jetzt mal. Weil wenn der Kräne einfach nicht shit 2 cm an deinem Auto vorbeifährt, da ist das echt Leben am Limit. Das ist wie Familien im Brennpunkt, ohne Witz. Nein! Nein! Hey, warum bitte? Nein, 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 nein! Hast du Schwammerl gehabt? Ja. Ah, deswegen, okay. Ja gut, fein. Metroid Prime Remake, holt ihr das, okay? Ja, bei Ego-Shooter, da werden wir jetzt in den wahrscheinlich übernächste Woche meinen allerersten Ausflug machen in 32 Jahren Game, oder sagen wir mal in 25 Jahren Gaming-Geschichte. Ich habe ja noch nie einen Ego-Shooter gespielt und ich habe beim Dampfe einen Deal ausgehandelt. Wenn er Elden Ring durchspielt, was er gemacht hat, dann muss ich das erste Mal einen Ego-Shooter spielen. Das heißt, es wird übernächste Woche Battlefield 3 zu sehen geben. Ne? Aber ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Ego-Shootern. Aber Der Shooter ist aber gut. Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Die lösen wir ein. Sowieso. Sie fliegen. Story? Was meinst du, Edward? Die Story von Battlefield 3 ist gut. Ja, wir spielen nur die Story, also nicht online. Also kein Ranked oder sonst was. Na, gibt's ja gar nicht mehr. Ach so, ja gut. In Battlefield 3. Battlefield 3 Story, ja genau. Also Kampagne einfach nur. Okay, der Kerber ist massivst konzentriert. Au. Wenn ich die ganze Zeit drin da ich nur schlecht davon, wie ist schon gut. Ah, woher? Hier, Obstlaster! Oh, sorry. Sorry, Barbecue. Okay, die habe ich verdient. Ja, den habe ich wahrscheinlich auch noch verdient.
Da wird bestimmt auch nicht die Banane eingefahren. Weil jetzt habe ich auf 3 Geschenke 9 Pilze gekriegt. Schade eigentlich. Was? Was denn? Hä? Er war eher ein Geistguru, der hat GG. Okay, ich bin letzter. Wird da im DC, im DC 2 Clips von meinem Wort? Ja, gern, mach das. Ah, hab's eh schon abgesehen davon. Ich muss morgen danken auch noch fahren. Was, die Musik geht schon ab, auch wenn ich nur die Wii-Version von dem Game gespielt habe. Was, vom Battlefield oder was? Nein, von was redest du jetzt? Ja, ich muss auch noch tanken von tatsächlich. Mache ich morgen wahrscheinlich entweder früh vormittags oder nach dem Reifenwechseln. Oder mittags, bevor ich fahre. Mal schauen. Mal schauen. Ich hab's Reifenwechseln heute schon hinter meiner Brust. Ja. Ja, wir haben nur 3 Autos. Also, beziehungsweise heuer nur 2 Autos. Aber das ist ja eher Sache auf 20 Minuten, ist ja gleich rum. Na, das mache ich erst nächste Woche. Mario Kart hat teilweise coole Tracks, ja, definitiv. Sind eigentlich auch Winterwaffenpflicht? Nein. Nein. Situativ. Also du musst, wenn du jetzt winterliche Bedingungen hast, dann musst du Winterreifen drauf haben. Ja, also aber wenn du jetzt im November, halt 15 Grad hast, dann kannst du auch mit den Sommerreifen noch gegenheizen. Ja. Wir machen es eigentlich immer so, O bis O, so Pi mal Daumen. Aber da wir im Oktober noch so schönes Wetter gehabt haben, teilweise mit 20 Grad, da tun wir nicht Winterreifen auf, ganz ehrlich. Nein. Ja, du hast schon recht, ja. Das war knapp. Ah, du! Oder jetzt rennt gerade alles rückwärts. Na, scheiße! Boah, leck die Säck. Wow! Der war nicht von mir. Der schon. Wow, danke Spiel, dass ich die Bananen nicht zücken durfte. Also wenn ich mal untergehe, dann mit Würde, gell? Vergib die nächste. Also, Walleck, Alter. Ist das euer Ernst jetzt, oder was? Bei wem kämen 2... Ja, super, toll. Herzlichen Glückwunsch. Bei wem kämen denn bitte 2 blaue, wenn er vorne ist? Das passiert auch gerade bei mir, oder? Ja, wenigstens das. Karma. Oh, wow. Das war Karma.
Oh, leck. Dass da der Dämpfer von der Westbahn nicht bricht, das ist ein guter. Also 2 blaue innerhalb von 5 Sekunden, das ist frech. Und 4 rote. Das ist richtig frech. Das ist. Und da war es jetzt bei mir auch noch spannend. Waren auch Rennen? Aber macht Spaß, Freunde der Sonne. Aber macht Bock. Wenn der Bazi verliert, brauchst du Salzreifen und keine Winterreifen. Hey, so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Und der Schweizer tankt mit Flüssiggut, ne? Ja, genau. Wo haben wir denn heute noch gar nicht gewesen? Oh ja! God of War, Mario Kart Goes God of War. Oh mein, der Babypack. Perfekte Reaktion. Yay, meine Lieblingsstrecke. Okay, das war auch nicht der Ernst sein. Mario Kart Nein, Goes God of War. Es ist nicht meine Lieblingsstrecke, aber meine meistgewählte Strecke. Gezwungenermaßen. Movas, ja, darf man. Mich auf der Switch adden und dann einfach der Freundeslobby joinen. Tatsächlich. Oder anders gesagt, 100 Mal Babypark in Folge. Boah, leck. Ja, das war mal. Wolle! Geh weiter, der Zufall auch am Babypark. Der Zufall will es so. Der Zufall will es so, ja. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das war Schicksal, Freunde der Sonne. Zu dem Zeitpunkt hat der Kratos die Schicksalsgöttinnen noch nicht getötet, ne? Sondern nur geschnackselt. Sondern nur geschnackselt, richtig, genau. Weil griechische Mythologie, ja. Handelt zu 90% der Beat. Apropos, wisst ihr, was wir Weihnachten spielen? Freunde der Sonne. Ich glaube, heuer Weihnachten gönnen wir uns einmal so richtig harte Dröhnung. Weil auf der Strecke, wenn du Münzen und Schwammerl kriegst, dann bist du komplett verloren. Boah, leck, Alter. Ja! Alter, ich bin das erste Mal durch den Babypark gefahren, ohne einmal auch nur ansatzweise irgendwo wo wegzufliegen. Das ist irre. Das ist auch noch nie geschafft. Hab's geschickt. Vor lauter Anspannung hätt's mir fast den Hosenboden zerrissen. Hast mehr Anspannung gehabt als wie beim Planken quasi, oder wie? Na, wie beim Scheißen, aber sag's keinem. Ich weiß schon, Arbeit. Oh no, Mr. Herbert. Press F, wenn Mr. Herbert, der am Weihnachten arbeiten muss. Na, Freunde der Sonne, wir werden heuer am Weihnachten, am Heiligabend streamen, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Frühschoppen dann, werden wir uns heuer die absolut brutalste Art und Weise von der Spielereihe gönnen, und zwar God of War 3, Freunde der Sonne. Das Remake. Ja, das Remaster quasi, ja. So, haben wir den. Aber das ist nicht vor ein paar Jahren auch gemacht. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre immer God of War gespielt, tatsächlich. Wir haben damals beim ersten Mal mit der kompletten Saga angefangen, mit Ascension. Das war vor 3 Jahren. Ja. Vor 2 Jahren haben wir das God of War 2018 gezockt. Letztes Jahr haben wir das DLC von God of War Ragnarök gespielt. Ja. Und heuer spielen wir, einfach weil ich da Bock drauf hab,
Spielen wir God of War 3. Das wo das brutalste unter allen God of War Spielen ist. Das ist schon halbe 10. Ja, Wo geht denn die Zeit hin? im Arsch. Okay, sind wir mir fein, wenn wir noch bis 10... Ja, wenn wir noch bis 10 machen? Ja. Ist das fein für ihn? Okay. Ja. Passt. 10 ist, glaube ich, eine gute Zeit. Auge. Jetzt kommt was Massives. Ja, hier Dabat 1 zauberhaft. Ist es nett weiter Rohrkart? Ja Dabat 1 Sachsengebiet. Das Geile ist, ich war vorher erst und hab 2 Rohre gekriegt. So begehrt. Dabat 1 warum Servus nicht? Sachsen und Chat Dabat 1 Herz. Mr. Sigi, merci dir für deinen Resub im 24. Monat 2 Jahre Basigang. Das kann nicht jeder von sich behaupten bisher. Danke dir für deinen langen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin willkommen bei uns. Schönen Abend gewünscht. Au. Ja, Obst jetzt du. Was war denn jetzt das schon wieder? Ist ja klar, da kommt der Movers daher als Botaniker, weißt du schon? Weil jetzt hätte ich geglaubt, wer ist denn da jetzt der Erste, dabei ist es der Letzte. Ja. Oder die letzte. Oh, leck! Ah ja, jetzt sind wir. Also mir geht heute der Schwammersuppen verloren. Wie viel Bild will man haben? Du kriegst da Tröten, wird da die Tröten gestohlen vom Geist blau. Jetzt habe ich gerade einmal deine Resub-Nachricht nachgelesen. Ja, wir zauberhaft, ist das nicht Walter Röhrkart? Ja, sagst du die, da fährt man ganz schnell und im Kreis habe ich gehört, Servus, Bazi und Chat, geht's euch gut, was mir angeht, passt schon. Das ist eine typische Sigi-Manier. Oh, da haben wir heute auch noch nicht gewinnen, glaube ich. Weil da ist das eigentlich euer Ernst, ihr habt halt fast 2 Abo-Ziele erfüllt, hat sie eigentlich komplett geistesgestört. Jo. Das fragst du? Ja gut, eigentlich darf mich noch 3,5 Jahre Streamerei mit dem Haufen nichts mehr wundern, ehrlich gesagt. Also im positiven Sinne. Ohne Scheiß, wenn du das machst, dann riskierst du, glaube ich, den Moderatorposten. Ohne Scheiß. 69er Subbomb. Wie viel Euro haben denn das? 10 haben 40 oder 50 mittlerweile, weil Twitch ja Subs wieder teuriger gemacht hat. 35 Euro? Ja, du musst ja vom Zahler ausgehen. Weißt du nicht, das, was bei mir hängen bleibt. 5 Euro. Ja, 5 Euro. Ah, scheiße. 5 mal 10 sind 50. Einmal 5 bis bei 250 und dann einmal mal 9 bis bei 350 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. 35 Euro. Ich krieg aus 7 Tagen Geist, ist das dein Ernst? Ja, und dann krieg ich so einen scheiß Tintenfisch. Schau aus, wie wenn ich Fisch essen möchte oder was? Vielleicht fischelst. Ja, wahrscheinlich. Gut, kann halt noch der krassen Monster Hunter Wild Session durchaus sein, dass ich ein bisschen einen Dunst habe, aber. Alter, und ich krieg als Dritter einen goldenen Blitz Boah, leck, Alter. und einen Stern.
Ja gut, ich hab mir jetzt vorher, am Anfang vom Rennen, hab ich auf den Check geschaut, hab mich voll verfahren, da kommst du nicht mehr auf du hast überhaupt keine Chance. Ja, mit 3 Schwammerl wieder Strich nicht, ne? Ich hab halt noch keine einzige Rakete nicht gehabt. Ja, wow, super, herzlichen Glückwunsch, der scheiß 8er, Hauptsache den kriege ich. Der gibt Kraft, der 8er. Der 8er gibt so viel Kraft, dass du sagst, gibt's das. Naja. Ich bin raus für heute, rein und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Gut, Hartmann, danke dir fürs Dabeisein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich bis Mittwoch, I guess. Ja, bis Mittwoch, weil Montag kann ich nicht. 413,31 € für 69 Subs. Ja, das ist eine stolze Summe. Jetzt eskaliert er schon wieder. Akkus. Was heißt da eskalieren? Du hast halt schon so weit geschmissen. Was ist mit dir? Das bisschen da. Ja, das bisschen da, ja genau. Wie viel... Das war klar. Markus, danke dir. Herbert, sagen Sie Dankeschön, ne? Du kennst aus, was Basic Game bedeutet. Und sei danke für deine 420. Oh Mann, hey. Jetzt denkt, was der sei, denkt jetzt wahrscheinlich, okay, ich darf keinen 61er Subbomben werfen, aber dann teile ich es halt einfach auf, sodass es nicht merkt, der dumme Teufel. Genau. Super, oder? In 69 mal 1. Oder 3x13. Was 3x13? Bitte gerade so 3x13 sind 39. Wie kommst du jetzt auf 39? Weil das ist einfach nur 69 mit. Auf Fisch. Das ist 69 auf Fischbestein. Haben wir da halt? Nein, da haben wir noch nicht gefahren heute, oder? Nein. Nein. Wow, unglücklich! Wow. Ups, scusi. Was war denn jetzt? What the hell? Wow, ist. Was ist jetzt passiert? Ja, keine Ahnung, ich hab 3 Rote gehabt, auf einmal kommen ja gut. Das ist. Hey Weiber, außer mit die Depp, halt gibt's Nudeln. Tschüss, warte da. Bloody Muckgast! Die ganze Zeit von meinem Gesicht herum. Oh, fuck, Alter. Oh, you meine Schwammerl. Das gibt's doch nicht. Alter, was ist der Unglücklicher? Boah, leck, wie weit ist denn er fahren, bitte? Ah, fuck, ich hätte jetzt wohin gehen. Ja, gut, okay. Nein. Ich danke dir für deine 69 Bits. Vielen lieben Dank. Alter. Bin heute schon zu lang munter und zu lang in COD gewesen. Ja, das fährst du aber eh noch brutal gut.
Ja, wenn man um 6 Uhr schon munter ist. Das Kreuz in der Schweizer Flagge ist ein Plus. Es steht für ein Plus an Kosten, die man hat, wenn man in der Schweiz ist. Ja, und für das, was du in der Schweiz am mehr verdienst. Das ist richtig. Ich weiß gerade nichts Schönes an der Schweiz, aber die Flagge ist ein großes Plus. Auf jeden Fall. Schweizer generell auch sehr sympathisch. Die 4,5 netto. Ja, du Depp, du. Na, nächstes Jahr geht's auch wieder in die Schweiz für mich. Da schaue ich mal in Grindelwald an und die Nordwand von Egger Mönch und Jungfraujoch. Oh, okay. Barbecue, danke dir fürs Mitspielen. Vielen Dank. Ja, Schweiz tatsächlich auch noch nie gewinnen. Aber ohne Scheiß, die Zeit ist jetzt echt brutal schnell vergangen. Mir kommt es jetzt so vor, wie wir vielleicht eine Stunde Mario Kart spielen und dabei haben wir einfach schon fucking fast 3 Stunden live. Das ist irre. Mir kommt es wirklich so vor, wie wenn ich vor einer Stunde Great habe. Ja. Hey. Wrestling vorn. Sei, hast du eigentlich die Terrifier-Filme schon gesehen? Oder generell irgendwo in der Hand? Nicht? Nö. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Wir haben uns gestern den ersten Teil angeschaut. Der war gestern in Amazon Prime extrem reduziert. Der kostet mal 9,99 €. Gestern hat er 3,48 €. Ich weiß nicht, wie viel das einkostet, aber. Weil das ist der eine Clown, den wo du als Emote hast, weißt du schon? Ja, genau. Hat der schon wieder Hupen? Ich mach halt Hupen. Drück die Hupen! Ja, dann. Los, wenn du direkt so am Stempen hängen, dass ich auch nicht weiterfahren kann. Das ist der Sei. Hola, ¿qué tal? Na, warte, ich bin schon wieder hinter dir. Das Karma ist ein Bumerang. Mei, wir wirfen da ständig. Weißt, rettet die Wale, findet Nemo, weißt du, irgendwie so ein Scheiß und irgendwer. Jetzt hast du schon wieder Tintenfisch. Möchtest du das verarschen jetzt, oder was? Das ist der 3. Tintenfisch jetzt innerhalb von einer Runde. Nice. Zweiten Platz immer. Eine blaue Hurenpanzer, ja genau. Das gibt's nicht. Mir wundert, dass der jetzt keiner gekommen ist, tatsächlich. Das glaube ich war jetzt das erste Rennen ohne blauer Panzer, oder hab ich nie übersehen? Ah, der ist gerade auf die letzte, ist noch vorbeigeschossen. Ah ja gut, der kümmert mich nicht mehr. Brauchst du gerade rüber von 5 Stunden bis bei mir? Ja, ich war in 6 Stunden in Wattwil. Beim Späß, also da wo ich dieses Jahr beim Späßl war. Bin ich exakt 6 Stunden gefahren. Der blaue Huhn heißt Stachi. Ja, Der blaue Huhn heißt Stachi. Ja, wo sie jetzt? nein, der heißt wirklich offiziell Stache.
Wirklich? Ja. Ah. Aber wir nennen ihn einfach nur blauen Huren. Der Herbert, er ist vergeben mit seinem Stachel. Ist deiner auch blau? In gewissen Jahreszeiten. Oh, lecker. Ich bin so ein Mann. Too much information. Halt, stopp! Ja, okay, wir haben geschubst. Ich glaube jetzt, wenn es jetzt noch nicht klar war, spätestens jetzt ist es. Wenn du den Jürgen zu viel Würgen tust, dann wird er blau. Ein Jürgen-Bürschen. Jörg, der Jörg. Nein, das ist doch klar unter Wasser mit einer Feuerpflanzen, oder? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das widerspricht den Naturgesetzen. Wollen wir wirklich über Sinnhaftigkeit in Spielen anfangen? Ah, nein, lieber nicht. Dann darf man auf Pokémon das Spiel gar nicht schauen. Oh nein, hau bloß ab. Meine, es ist so behindert her aus 5. und 6. Es ist so irre, wie viel Schwammerl du kriegst. Ich war aber NPC Dritter geworden. Okay, der ist OP, der NPC. Alter, oh lecker, Alter. 24, 23, 22, 21. Ziemlich eng beieinander die Geschichte jetzt hier da. NPC. Also ohne Scheiß, der Sepp, der Sigi und der Sprengi, die drei, die werden einen Podcast machen, ohne Scheiß, ich piss mir in die Hose hinein. Hey, die vier mag ich Schnee, oder? Ja, die Firma, genau. Sei Sepp, Sprengi, Sigi. Du bist nicht oft nur da. Also die drei oder die vier, wenn auf einen Haufen haben, das wird da, keine Ahnung. Die drei hatten eigentlich eine Bühne für sich selber. Ich hab gehört, mehr Podcasts sind mir gut. Du, wenn wir einer einladen, dazu gern, aber selber machen wir, fangen wir das nicht an. Das ist was vergessen. Wann darf ich denn das noch? Ja, super, das habt's wieder Zauber aufgelöst, das 3 lustigen 4 davon. Das war wieder ein Knalleffekt. Das war wieder ein Knaller jetzt, oder? Knaller. Da haben wir noch gar nicht Silvester. Ja, noch nicht. Alter, die Krähen auf der Strecke, die auch noch was sinnlos wieder grob, oder? Alter, was ist denn jetzt los? Oh, da steht der Bär. Uiui.
Würde einfach da ein Bot vor mir fahren und ich dem nicht nachkommen. Ja. Boah, leck, Alter. Schlecht. Und Leute. Das ist so sick. Die 3 lustigen 4, ja genau. Ich kaufst meine Pots nicht, ich kauf die im Angebot haben. Den check ich. Der Herbert, der ist mir jetzt hot, den check ich jetzt nicht. Und der ist mir zu hoch. Ja, sorry, jetzt habe ich nochmal die gleiche Strecknummer. Macht nix, alles gut. Da ist die Wander. Und fahren wir so einen Namen, weil es so schön war. So wurscht. Das war Du gar bist halt besser. Alles gut, das kannst du nicht vermeiden, dass man mal einen Strick mehrmals fährst. Alles gut. Ja, das mit den Yoshis ist schon cool. Was mich eigentlich gerade wundert, wie lange das der Cup geht. Ich hab jetzt grün reingestellt wahrscheinlich. Da ist der letzte Cup. Ah, das ist der letzte. Dann darf sich da noch einer ausgeben, wenn es war. Ja. Ja, das war mir mal genau denkt, dass das passiert. Ich glaube, mein Schultertoast wird langsam hinig. Warum? Ich verkack's Driften gerade. Boah, leck, Alter, was ist denn jetzt verkehrt? Hey, wo ist denn die Rode jetzt wieder hingegangen? So, der Stern ist morgen. Wie viel Geld hast du rein? Nein! Weg! Nein! Boah! Leck mich am Arsch! Alter! Das war jetzt schwitzig. Boah, leck! Das ist jetzt auf Millisekunden gegangen. Oh, lecker, scheiß auf CO-Team. Wenn's Mario Kart fahren kannst.
Hey Jungs und Mädels, noch einen finalen Cup, wie schaut's aus? Haben wir noch alle dabei? Jawohl. Ja. Passt. Dann fahren wir noch einen. Dann haben wir einen Hut drauf für heute. Ohne Spaß, ich hab mega Bock auf einen Podcast, mir fehlt nur ein Partner dafür. Ja, wenn es so, wie gesagt, so einmalige Sache. I'm in. Also jede Woche kannte ich das nicht, weißt du schon? Weil da habe ich die Zeit einfach nicht dazu. Aber so, wenn ich jetzt mal einen Podcast machen möchte, so what? Ich meine, wir wissen zwar nicht, was an mir so interessant war, aber ich wirf's einfach mal in den Raum. Elite-Partner. Ach, mach los! Ja, super, das hast du Blitzbirne! Ha? Du Blitzbirne, weißt du, wem du gerade einen Sub geschenkt hast? Im Bot? Ja, richtig, herzlichen Glückwunsch. Der Bot kann sich nicht bedanken. Ist genauso ein Teilnehmer im Chat. Ja, schau, aber eigentlich hast du jetzt mir einen Sub gegiftet. So. Ja, du hast mir doppelt gegiftet, so, weil mein Bot ist ja quasi. Er hat der Götti noch erst geschoben. Ja, genau. Markus, danke dir. Bitte, bitte. Sag Ach, danke, Scheiße, Bot. du bist stadtversammelt. Ja, das hast du aber von deiner Geldschmeißerei. Was siehst du mit dir? Das hast du von deiner blöden Raserei. Ja, genau. Langsam schüttelst Mal du ohne das Scheiß, du so viel. wieder. Ganz ehrlich, ich wenn jetzt so in den Garten rausgehe und nicht eine Schwammerlplantage finde, dann wird es weil das ist illegal, was ich Schwammerl krieg halt. Nein, Walleck! Also, am Sai ist echt der Al-Qaida-Terrorist verloren gegangen, ohne Witz. Ich meine, das ist zwar gut so, aber ne? Ich glaube nicht, dass die das besser können. Das glaube ich auch nicht. Okay, da ist Obstlaster umgefallen. Ja, super. Mein Schultertasten ist hinig. Schon wieder? Das ist meine Ausrede. Weil du musst einen einzigen kleinen Fahrfehler und du bist raus. Du bist einfach raus. Wie wenn du nicht mit drin gewesen wärst. Alex, was wird's grüßen? Oh, du. Ich wollte ihn gerade zurückpfeffern. Gut, das ist nicht doof. Na, du. Oh, leck, Alter. Pass auf, der Sigi hat wieder einen rausgehauen. Pass auf, Sai, du bist nicht von der Al-Qaida, du bist von der Al-Saida. Lass den mal wirken. Jetzt wisst ihr, welchen Lieblingsverein das die Al-Qaida hat. Oh nein, oh Gott, was kommt jetzt? Ich glaube, ich gehe gleich von meinem Stuhl runter, weil. Die New York Jets. Oh wow. Oh Gott. Weil, kennt ihr das? Das ist ein Witz, über den man eigentlich innerlich lachen möchte, aber es eigentlich nicht angebracht ist. Ja, so kann man sagen. Die Frage ist jetzt eigentlich, warum macht der Herbert jetzt ein Raid Command? So weit haben wir vielleicht noch nicht. Muss man erst mal schauen, ob wir überhaupt irgendwo heraiden können, halt bei der Uhrzeit. Adorable Kittens. Ja, das war der Unfallplan quasi. Ja, das war extra Nummer. Das war geplant. Also für den Fall, dass das jemand nicht gesehen hat, das war Planznummer. Zündler. So ein Zündler.
Dafür ist im Basel ein verlorener Hans Was? verloren gegangen. Ein verlorener Hans. Ja, geht der Flammenwerfer. Achso. Ja, das stimmt. Ja, danke. Bist du jetzt runtergefallen oder was? Ja, ich hab wieder vorne zurück können. Wollig! Ich steh wieder mitten draußen auf dem Balken stehen. Ja, freilich einen Leitplanken, da war schon immer schön, aber man sagen lassen. So, sei, das macht 10 Euro, ich hab da gerade die Blutsteine angehört. Wollig, was war denn das? Das hast du davon! Ah, da ist wieder einer Dauer gegangen, perfekt. Wollig ist das reinig. Der kommt aus dem Nichts mit dem Stern raus. Sorry. Der Buhu into Stern. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Schwammerl, der bringt mich weiter im Leben. Das ist ja, okay, ab vom Off, das wird nichts mehr. Oder der war totlos. Ja, weißt du, jetzt kriege ich 3 Rote und eine Raketen, jetzt wo es überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Das ist super. Das war perfekt. Vielleicht können wir uns einen über den Haufen fahren. Ja, natürlich, der war ja wieder Rote, das ist eh klar. Geh, ist das ist ein bisschen gut. Also das gar nicht. Du willst Weil den der- taktisch. Was kann jetzt immer aus? Ja, danke Markus. Was ist mit mir? War das der Agrapovic für die Vespa? Ja, aber ohne Cut, quasi. Rapid war mit deutscher Meister, nicht vergessen. Nein, stimmt sogar. Echt? Ja, Rapid war als einzige österreichische Mannschaft deutscher Meister. Wie ist Geht denn natürlich auch das? nur Wie ist denn das? zur Kriegszeit. Würde ich gerade sagen. Da kennen Sie auch noch gut mit Twitch aus. Ja, würde ich gerade sagen. Merci, Markus. Posten geht ja nicht mehr. Ja, leck, wie lange gehen die schon immer? 2 Jahre? 3 Jahre? 2 Jahre? Ja. Ja, leicht. Obwohl so nachwirkend betrachtet, geht es eigentlich gar nicht ab. So, ne? Weil der Raid eigentlich eh alles mittlerweile erledigt. Und ich fahr noch voll rein. Oh, sei! Holla! Ja genau, voran einmal da vorne. Wow! Oder für den Blauer, bitte nicht über den Haufen von Danke schicken. Was, auf dem Vierer tröten? Das ist ja... Boah, gerade noch. Scheiße! Alter, wir Wie bin ich da nicht runtergefallen? Ja.
Oh, hat irgendjemand die Bomben erwischt? Ja, mich. Perfekt. Boah. Aber ganz außen und dann kommt irgendwer im Drifterbär und haut mich ab. 1940 im Finale gegen Schalke 04, natürlich gegen Schalke. Ja, als ob Schalke einmal fähig war, irgendeine Meisterschaft zum Gewinnen. Warum können uns auf Schalke keine Pommes essen? Weil sie keine Schollen dazu haben. Süß. Oh. Dam, dam, dam. Hoffentlich haben wir keine Schalke-Fans im Chat, sonst bist du ab jetzt unbeliebt. Die können sich aktuell eh nur selber hotzen. Was, das ist das Schöne am Tennis, da gibt's in dem Sinn keinen Fanhass nicht, weißt du, das ist so ganz andere Kultur. Ja, aber beim Tennis musst du die Klappe halten. Ich vergleiche es jetzt eher mit Dart. Mit Dart kannst du wirklich feiern. Ohne Ende. Beim Tennis musst du einfach nur Stür auf den Raum hucken. Ja, das stimmt, aber dazwischen geht's aber völlig rund, das ist irre. Wir fahren am 31. wieder nach Linz erst. Als gäb's beim Tennis Fans. Ja, natürlich, hallo! Was ist denn jetzt schon wieder für ein Abfallstrick? Zamba. Das mache ich ja nicht in der Stadt, das mache ich ja im Bett oder auf der Couch oder überall anders, aber halt nicht in der Stadt. Im Bett ist sie. Hä? Ja, die Zeiten haben bei mir leider vorbei, seit ich nicht mehr singen bin. Nur da ist das Bett. Was ist denn das für ein Unfallstrick jetzt, oder? Nice try. Maybe next time. Wolleck! Hardcore gesnappt. Jetzt wollte ich schon in den Bett noch fahren. Hä, wo geht's hin? Wo geht der? Hä, wo? Was wird der? Was? Wo? Oh nein, ich seh nix. Ja. Und da fahren wir irgendeinen Staubsaugervertreter vorbei. Wolleck, Alter! Wow. Auf den Neues angefahren. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer da angefahren ist, aber ich hab nur eine rote drauf gehauen. Ich weiß nicht, wie er steht, ist, aber viel Spaß für mich. Bitte, danke. Ist ja das Ei. I hate my life. Mei, das ist ja sehr eine Brunststrick, das du sagst. Mei, diese Wolleck, wer hat denn die Strick verbrochen? Ich meine, ich war eine zufällige. Ja. Aber die Saus. Na, krieg ich mal was anderes mit deppert die Pilze? Ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen in meiner Welt. Ja, und dann wird aber gestohlen, wenn ich genau kürzen will. Jetzt hab ich ihn nicht mehr erwischt. Wollt ihr lieber Fußpilze oder Eichelkäse? Das ist wieder so knapp. Ich darf gerne auch was sagen, aber es ist gerade auch nicht die einfachste Zeit, Dortmund-Fan zu sein. Ja! Oder Salzburg-Fan. Oder ich bin leider, ich bin fairerweise, gebe ich zu, dass ich momentan, oder was heißt eigentlich, die ganzen letzten Jahre nicht mehr im Fußballgeschehen drinnen bin. Also seit ich selber nicht mehr Fußball spiele, seit fast 10 Jahren, bin ich eigentlich aus Fußball ziemlich raus, was das angeht. Also ich kenne mich jetzt leider überhaupt nicht aus mit der Tabellensituation in der Bundesliga, in der österreichischen Liga, in der Champions League, im DFB-Pokal. Ich bin da leider komplett... Ich war damals Bayern-Fan, ne? Bayern-Sympathisant, aber ich hab auch absolut nichts dagegen, wenn einer nicht Bayern-Sympathisant ist. So, also mir ist das völlig wurscht, ob du Schalke, Dortmund 60er, Galatasaray-Fan oder was weiß ich, von der Osterinsel Fußballmannschaft unterstützt, das ist mir völlig wurscht. Also der Sport ist das Entscheidende. Ne? Mufas, danke für dein Following. Vielen lieben Dank und danke fürs Mitspielen. Halt das. Ja, Freunde der Sonne, das hat Spaß gemacht. Das war Freude. Ich bin jetzt einfach einmal optimistisch und behaupte, dass wir das heuer vor Ende des Jahres noch einmal machen werden.
Ja. Aber ich kann noch nicht sagen, wann. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das heute nochmal machen, auf jeden Fall. War auf jeden Fall spitze. Ja, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Wie gesagt, wenn die anderen auch Zeit haben, dann haben wir mittlerweile, also ist natürlich immer so ein bisschen eine Voraussetzung, dass halt die Leute, die jetzt neu dazugekommen halt hängen bleiben, natürlich. Aber irgendwann bringen wir es so weit, dass wir bei jedem Mario Kart so fast eine Full-Lobby haben und dann wird's halt, das haben wir einmal gehabt und das war so ein brutal geiler Abend. Das hat so viel Spaß gemacht. Wobei es halt aber natürlich auch mit 5, 6, 7 und 8 Leuten auch Spaß macht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht lustig ist, aber bei Mario Kart, ne, brauche ich glaube ich nicht erklären, je mehr Leute man hat, umso lustiger wird's. Dankeschön fürs Mitspiel, dürfen. Ja, sehr gern. Ich sag danke, dass ihr mitgespielt habt. Und ja, jetzt werde ich das Spiel mit so machen und mich dann langsam aus dem Discord-Voice verabschieden. Ich sag Dankeschön an jeden von euch, ne? Auch an den King of Barbecue, der nicht im Voice war und auch alle anderen, die wohl außerhalb vom Voice noch mitgespielt haben, falls ihr noch da habt. Ich wünsche euch da schon mal einen schönen Abend. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Kommende Woche irgendwann. Mittwoch wahrscheinlich. Mal schauen. Ansonsten vielen Dank. Und ja, wir sehen und hören uns wahrscheinlich noch schnell kurz im Twitch-Chat. Schaut mal. Jo, Ja. Gut. Bis gleich. Ciao, Ciao, ciao. Ja, Freunde der Sonne, ich hoffe, euch hat's taugt. Sowohl den Mitspielern als auch den Mitfahrern. War echt mal wieder eine richtig coole Sache. Und gerade auch jetzt nach dem Horror-Oktober war es einfach mal wieder eine schöne Abwechslung, mal wieder irgendwas mit der Community zu machen. Also mir tut's leid, falls ich den einen oder anderen im Chat halt überlesen habe, aber wenn man halt im Geschehen ist, da tut man sich manchmal ein wenig schwer, aber man tut sein Bestes, natürlich, ne? Das ist klar. Schön, dass so viele Neuheiten dazugekommen sind, das finde ich voll gut. Ja, also vielen lieben Dank an die ganzen Neuheiten, die da dazugekommen sind, ob das jetzt der Markus ist, ob das der Kerber ist, ob das Mufas ist, egal wer da jetzt halt neu dazugekommen ist. Richtig coole Sache. Also das freut mich aber besonders, wenn dann Leute da herfinden, ob jetzt durch einen Raid oder nicht durch einen Raid, ist mir völlig irrelevant. Wenn da Leute herfinden und dann sich da wohlfühlen und halt dann auch hängen bleiben. Das ist einfach für mich als Streamer das Coolste überhaupt. Vor allem, wenn dann so Zufall wenn sie dann so Zufall ergibt, dass dann einer tatsächlich wirklich aus meiner Heimatstadt ist. So. Also das ist halt schon Peak an der Stelle. Das kannst du eigentlich vom Feeling her schon fast nicht toppen, an und für sich. War aber immer ein Fest. Schön, das gefreut mich. Und ich habe immer gemeint, der Markus ist der streamt. Hey, du werdest lachen, wir haben ja einige Markus jetzt in der Community. Ne? Also der Gutzufuß heißt der Markus, der Playing Markus heißt obviously Markus, ich heiße Markus. Den anderen Markus, den Namen droppe ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, dass man weiß, wie der heißt. Also es ist schon der eine oder andere, die Markusse sind vereint sozusagen, ne? Wenn man so will. Okay, jetzt passt's auf, Freunde der Sonne. Ich werde jetzt mal schnell schauen, ob es noch irgendjemanden gibt, um die Zeit der live ist, den man raiden kann. Ein Cookie kann man mal wieder raiden. Ja, beim Cookie waren wir schon lange nicht mehr. Der spielt Mega Man, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht heißt ja der Sprenge auch Markus. Möglicherweise. Das war brutal. Das war brutal. Okay. Ja, ich glaube, wir gehen heute tatsächlich mal wieder zum Cookie. Da haben wir schon lange nicht mehr hingehört. Außer der hört jetzt auf. Hörst du jetzt auf, oder was? Okay, der hört jetzt auf. Okay, wir gehen nicht zum Cookie. Beim war es in der Game City in Wien. Ja, das habe ich gesagt, tatsächlich. Aber der hört jetzt auf. Setsch. Wo kann ich den noch hinschicken? Bezzino war noch live. Das ist halt. Das ist Hand.
Und da kann man erst geradet. Keksi kann man mal wieder raiden tatsächlich. Ich habe jetzt nur die Szene, ich bin Spartacus im Kopf mit Markus. Solange es nicht ich bin Batman ist. Ja, der Doc spielt Monster Hunter DDR 2 da. Und da kann man erst mehrfach geredet. Ey, ich glaube, dass wir zu der Keksi gehen. Ich glaube, ich bin der sogar noch an Rage schuldig. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dass ich der sogar noch an Rage schuldig bin. Ich spiele Phasmo. So ein bisschen Horror am Abend, ne? Ja, das meine passt. Leute, hey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Euer Support heute war einfach absolut geistesgestört. Ihr Vollwahnsinnigen, ihr habt es fast zusammengebracht, 2 Sub-Goals zu erfüllen. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll dazu. Also ich weiß es nicht. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, den ihr heute da eingeschmissen habt. Generell einfach, was die letzten Wochen, Monate an Support abgeht, das passt für mich nicht in meinen Kopf. Ich weiß es nicht. Also vielen lieben Dank. Mir fallen da jetzt momentan einfach so ein bisschen die Worte. Gerade erst deswegen, weil halt die letzten 4 Wochen auf Twitch nicht wirklich die glanzvollsten meiner Twitch-Karriere waren. Also von daher fühlt euch auf alle Fälle alle samt auf den Popo geküsst von mir. Oder auf den Bauch, mir ist das wurscht. Ich weiß das sehr zu schätzen. Also vielen lieben Dank für den ganzen Support heute und auch die letzten Tage, Wochen, wie auch immer. Egal, ob es jetzt durchs Followen ist oder das haben wir by the way heute auch fast voll gemacht an der Stelle. Ob es jetzt Reihenfolgen ist, die ganzen Subs, die wo einerkämmern, Bits etc. pp. Raids. Es ist einfach geistesgestört, was die letzten Wochen, Monate bei uns oder bei mir auf dem Kanal abgeht. Es ist irre in dem Sinn. Von daher vielen Dank dafür. Also wir werden auf alle Fälle heuer, ich versuche heuer nochmal einen Mario Kart Stream zu machen, okay? Ich weiß, das geht manchmal ein wenig stark unter. Ich vergiss tatsächlich nie, dass wir einen machen sollen. Aber manchmal geht mir das zeitlich einfach nicht aus. Aber ich werde mich bemühen, den heuer nochmal zu machen. Ja? Irgendwann im Laufe des Dezembers, sage ich jetzt einmal. Vielleicht, ich glaube, wir könnten es so machen, fast, dass wir, jetzt pass auf, wir spielen jetzt nächste Woche Bloodborne fertig. Wir spielen nächste Woche Limbo, abgesehen davon, schauen wir ein kleines Sneak Peek voraus. Nächste Woche haben wir Bloodborne und Limbo im Programm. Limbo hat mir der Prof gegiftet vor Wochen. Beziehungsweise, ja, hat man es gegiftet und hat es auch als Spiele-Request eingelöst. Das werden wir nächste Woche machen. Wenn dann Bloodborne oder Limbo fertig ist, kommt Battlefield. Da spielen wir die Kampagne. Das ist quasi eine Wettschulde, die ich begleiche gegenüber einem Dampfexpress. Das wird das erste Mal Ego-Shooter in meinem Leben. Und danach werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir noch mit Mario Kart einzwickern. Auf jeden Fall. Und Weihnachten möchte ich heuer God of War 3 spielen. Tatsächlich. Vielleicht spielen wir es dann auch noch mal durch. Ich weiß nicht, wir haben God of War 3 vor 3 Jahren oder so gespielt. Aber ist, glaube ich, durchaus ein Spiel, das was wir mal wieder durchzocken könnten. Hätte ich tatsächlich sogar ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt. Einfach wieder mal so richtig krass in Hack and Slay Manier einfach griechische Mistviecher auseinanderreißen. Hätte ich irgendwie schon Bock. Da perfekt wieder auf unser Weihnachtsprogramm wackeln oder passen. Ne? Weil die letzten Jahre Weihnachten war ja immer God of War und das ist irgendwie schon, weiß ich nicht, das hat sich schon irgendwie so eingebürgert. So, das ist quasi schon fast Bazi-Tradition, Bazi-Gang-Tradition, wenn man so will. Ne? Von daher schauen wir einmal. Gut, Leute. Wie gesagt, wir gehen mal zur Keksi. Kopiert euch einen Raid-Command, der die nächsten Sekunden irgendwann im Chat stehen soll. Für Subs und für Non-Subs haben wir jeweils einen eigenen und fügt es den bei der Keksi ein. Keksi ist eine sehr sympathische junge Dame, die spielt meistens Horrorspiele. Von daher lässt der da auch ein bisschen Liebe da, die freut sich bestimmt ganz toll. Die hat uns auch schon ein paar Mal geradet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir der, wie gesagt, noch einen Raid schuldig haben. Also wie gesagt, drückt aufs kostenlose Following. Das kostet nichts, aber das hilft uns Streamern unfassbar schwer. Von daher, und ja, jeder Streamer freut sich drüber, wenn ein bisschen Support reingeht. So wie ich mich heute gefreut habe, dass noch im Raid ein paar Leute reingekommen haben und die dann mit da haben, so freuen sich auch andere Streamer. Ne? Das darf man nie außer Acht lassen. So, an und für sich. Und dann sage ich nochmal vielen lieben Dank für alles heute. Danke nochmal fürs Mitspielen, hat Spaß gemacht. Wir hören uns wahrscheinlich am Mittwoch wieder. Genauere Infos folgen dann auf Discord.
Ne? Also gerne noch draufkommen, wer noch nicht drauf ist. Da kommt einmal in der Woche dann ein Streamplan, da wisst ihr dann Bescheid, welcher Tag, welche Uhrzeit, welches Spiel. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der Mittwoch sein wird, weil ich am Montagabend unterwegs bin. Also Montag wird es keinen Stream geben. Mit was wir dann anfangen, ob wir Bloodborne gleich durchziehen oder ob wir mit Limbo anfangen, das weiß ich noch nicht. Das entscheidet ich dann. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hier. Okay? In diesem Sinne, euch ein schöner Abend, ein schönes Wochenende. Wir hören uns jetzt erstmal nicht mehr. Diese Woche. Macht ein schönes Wochenende, den einen oder anderen sage ich morgen. Ne? Ich freue mich schon drauf. Kommt gut ins Bett, macht euch einen schönen Abend, wo ihr immer ihr noch dort zockt, schaut zum Film, keine Ahnung. Oder geht's ein in die Haier. Ne? Und engt noch ein restliches, schönes Wochenende. In diesem Sinne, haut euch eine, Freunde. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Viert euch!